Geht da was? So, moin miteinander. Ich gebe mir auch mal wieder die Ehre, live zum Gehen. Grüß euch. Birgit, Luki, habe ich dir euch. Wie geht's euch? Haben wir gut drauf? Ich glaube schon. Mit einer Brezen geht aber Ich hab bei der Welt noch nicht einmal gefrühstückt. Abgesehen davon. Was haben wir denn da eigentlich wieder denkt dabei? Aber gut. Der King of Barbecue, einen wunderschönen guten Morgen. Habe ich dir. Schön, dass du bist. Wie geht's dir? Oder euch, besser gesagt. Ich soll jetzt sagen, wie geht's euch? Leute, eine Woche lang nicht streamen ist fein, das kommt einem selber viel länger vor, als es tatsächlich ist. Also so gefühlt bin ich das letzte Mal vor 8 Monaten live gewesen. Aber gut, es hilft dem nicht. Alles fit, ich hoffe bei dir auch. Selbstverständlich, bei mir schlechte Leute geht so weit gut, weißt du eh, wie es ist. Na, bei mir passt alles. Ich renn grad zum Bäcker. Lauf schneller! Na, scheiß Lust der Zeit. So stark pressiert's halt nicht. Ja? Heute machen wir's einmal ganz gemütlich. Ja, heute haben wir wegen. Also, ich meine, dass wir heute ein wenig länger live haben. Ja? Also, ich peile jetzt einmal 14 Uhr an. Ja? Das sind 4 Stunden. Da werden wir uns heute nicht rennen. Aha. Der darf natürlich auch nicht fallen. So. Ja. So, wählen wir mit Schlafmützen auf. Option habe ich dir, grüß dich. Ja, ich glaube, das glaube ich, hast du geschafft. Also, ich weiß aus verlässlichen Quellen, der gute Schieß am Morgen, der vertreibt auch Kummer und Sorgen. Der King of Barbecue, der weiß einfach, ne? Der weiß einfach, was Sache ist. Was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass der eigentliche Wake-up-Call seitens vom Samchromike halt nicht da sein wird oder nicht abgespielt werden wird. Zumindest, ne, gehe jetzt einmal davon aus, wenn er jetzt natürlich sneaky peaky im Chat sitzt und nur auf diese Ansage da wartet, ja, dann richtet sich schon mal darauf ein, dass er ihn gleich reißt. Aber ich weiß, dass Samcros heute nicht da sind. Ja? Weil normalerweise ist ja der Mike immer für einen Wake-up-Call zuständig mit seinem Alert. Aber gut. Lauf, oder wie war das? Ja, das hast aber jetzt du gesagt. Gell? Also ich habe nicht in Entferntesten an diese Aussage jetzt gedacht. Aber gut. Macht dem auch nichts. So. Schön. Man kommt nach einer Woche wieder live und man merkt, der ganze Aufbau ist nach wie vor genauso geschubst, wie ich ihn hinterlassen habe. Also, das zauberhaft. Das ist absolut zauberhaft. Schön. Was gibt's denn Neues bei euch, Freunde? Wir haben uns doch eine Zeit on-stream nicht gehört. Hin und wieder ein wenig in Discord. Wir haben vor 2 Tagen einen unfassbar massiven Schneebruch gehabt. Also, was heißt Schneebruch? Bei uns hat es innerhalb von 3 oder 4 Stunden hat's uns da Schneemassen hergehauen. Das war vor 2 Tagen wirklich nicht mehr witzig. Also es hat fast 24 Stunden durchgeschneit. Wir haben insgesamt 60 cm Neuschnee gekriegt. Bei uns im Passau war Land unter. Ja, also Passau und Umgebung. Gestern hat es dann tatsächlich aufgehört zum Schneien und ist in Regen übergegangen und heute scheint die Sonne draußen. Also es ist wieder normal, so wie es sein soll. Aber holla die Waldfee, das war schon nicht ohne. Das war eben nicht ohne. Dachte, Lauf, Forest, Lauf. Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Aber Frau Birgit ist ja ein Weiblein und kein Männlein. Bei uns nur Wind, gestern war es schlimm, zum Glück halt nichts mehr. Ja, jetzt mit den Wetterextremen, der wir jetzt wieder mal ein wenig runterfahren. Ja, ich habe so das Gefühl, der Winter, also ich denke, hey du, ich habe jetzt 10 Jahre nichts da, ich habe ein wenig jetzt noch zum Heulen, das hau ich jetzt auf den Tag her. Ja, das war so eine ziemlich geile Idee vom Winter. Aber gut. Na gut, schauen wir mal.
So, Freunde der Sonne, wir haben vor 2 Wochen eigentlich, oder vor 1,5 Wochen, haben wir an Ezio ein wenig in Urlaub geschickt, weil ihm die stichhaltigen Argumente langsam ausgegangen haben. Ja? Da haben gesagt, du, pass auf, du nimmst dir ein wenig Überstunden, das passt ihm schon, wir haben dabei in Mittelerde unterwegs. Und wenn wir wieder zurückkommen, dabei hast du bestimmt auch wieder stichhaltige Argumente. Und ja, jetzt wird man heute, ich muss da mal mein Pulli ausziehen, weil ich hab so das dumpfe Gefühl, das wird mir sonst ein bisschen zu warm. Und jetzt wird man heute wieder in Rom rumrennen, rumreisen, rumstechen, rumgranteln, was weiß ich. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Ja? Bin ich schon gespannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir stehen bleiben haben. Ich kann es ja gar nicht mehr sagen. Das ist ein Scary Movie. Ja, das ist ein Scary Movie. Scary Movie. Guter Film. Lange Zeit ist her. Teenie-Erinnerungen. Ripsi, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Den wünscht man dir natürlich auch. Habidere. Alles fit bei dir. Schön, dass du reinschaust. Genau. Morgen kann ich auch vielleicht jetzt schon kurz dazu sagen, werde ich aber später ohnehin noch mal sagen. Morgen wird man den ersten Teil von Herr der Ringe fertig spielen, weil morgen wird der Stream ähnlich lang sein wie heute. Und ich schätze mal, dass wir es auf gute 4 Stunden locker fertig kriegen. Ja, also morgen schließen wir tatsächlich schon Herr der Ringe die Gefährten ab. Sollten wir früher fertig werden, gehen wir nahtlos in Teil 2 über, weil, Obacht geben, Bazi hat eingekauft, ich hab mir bereits den 2. Teil zugelegt. Ja, also da können wir morgen nahtlos übergehen, wenn wir wirklich frühzeitig fertig werden werden. Ja, aber ich tippe mal, dass wir so 3 Stunden brauchen werden, ungefähr. Außer ich vergiss wieder mal zum Speichern, ja, dann könnten es 6 Stunden werden, aber... Ne? Weil Autosave, ne, Freunde der Sonne, ihr wisst es, war damals noch nicht so vertreten. Meine Finger sind eingefroren, aber ich bin wieder daheim. Dann lasst ihr jetzt aber hoffentlich die Brezen aber schon gescheit gut schmecken, gell? Das muss sich jetzt schon rentiert haben. Machst du dann auch einen Kaffee oder einen Tee dazu, dann passt dir das schon. Ja? Aber du sollst halt, einen Kaffee sollst du halt trinken und nicht die Finger einhalten, das ist, ne? Hoffentlich klar. Ja, heute steht Überleben an erster Stelle, aber wird schon selbst ist fit. Ja, selbstverständlich ist es fit. Was heißt denn bei dir? Bei dir ist Überleben an erster Stelle. Geht's ja nicht so zauberhaft, oder wie der wir das verstehen? Naja. Erste. Schaut ihm gut aus. Da ich fast meinen. Ich hab jetzt die letzten Tage Offstream 2-3 Follower dazu gekriegt. Also ich weiß, falls die schon da sind, merci fürs Offstream-Followen und ja, falls noch nicht da hat und ihr schreibt irgendwann, dann sage ich es sowieso nochmal. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben. Nicht, dass sich da einer benachteiligt fühlt, das wollen wir ja nicht. Aber gut. So. Müssen wir mal... Hallo, ich habe Dere. Alles fit bei dir? Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Wie geht's da? Schön, dass du reinschaust. Am Samstagmorgen. Da hat schon ganz schön viele Leute wieder vertreten. Da haben dann wieder feine schlafen können. Sehr gut. Gut, ich brauche nicht rein. Ich bin auch seit halb 8 die Woche. Aber gut. Scheiß Nacht gehabt mit Schlaf. Auwe. Ja, das kenne ich als Schichtarbeiter ist mir das durchaus ein bekanntes Szenario. Gut, und selbst, sehr schön, das freut mich. Bei mir ist es sauerhaft. Bin wieder, ja, back im Streaming-Business, wenn man es so nennen will. Ich war jetzt eine Woche nicht da. Aber ja, nein, so ist alles zauberhaft. Bin seit 6 Jahren auf. Du hast aber halt frei, oder? Du musst halt nicht arbeiten, oder? Also, wenn du um 6 Uhr aufstehst, dann gehe ich eigentlich meistens davon aus, dass jemand arbeiten muss, weil wer steht noch am Samstag freiwillig um 6 Uhr auf? Aber ich hoffe jetzt einmal, dass du einfach nicht mehr schlafen können hast und halt entsprechend ausgeruht bist und dann halt vielleicht halt einen gemütlichen Samstag. Wobei, ich habe vorher gelesen, du gehst um 4 ins Hallenfußball. Hab frei, war schon da war schon einer produktiver wie ich. Was hab ich da? Ich bin aufgestanden und meinen fetten Ranzen ins Bad geschwungen und hab mich dann da hergesetzt. Ich hab halt noch nicht so viel da. Aber gut. Muss auch mal sein. Muss halt einfach auch mal sein. Naja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich darf jetzt vorschlagen, wir schauen mal langsam ins Spiel rein. Ja, jetzt ist kurz vor 10. Kurz vor 10 meine ist eine gute Zeit, dass wir ins Spiel lunzen. Wie 4 geht's zum Fußball. Tut der ja nicht weh, ich sag das, wie es ist. Mein Bruder ist auch so ein Blitzbirnen, gell. Mein Bruder, der hat früher sehr, sehr aktiv Fußball gespielt, genauso wie ich halt auch. Und hat sich dann 2-mal praktisch am Knie verletzt.
Also ein wenig stärker verletzt, Meniskus gerissen und so weiter. Und dann hat er halt natürlich nicht mehr Fußball gespielt, hat dann jahrelang nichts da. Also mit jahrelang meine ich fast 20 Jahre. Und jetzt ist ihm halt dann irgendwann einmal eingefallen, ja, du, das setzt irgendwie so ein bisschen an, gell, wenn man halt gar nichts tut. Ja. Oder sie denkt, geht einmal ins AHA-Training. AHA heißt alte Herren, ne, Fußball, alte Herrenfußball. Geht ins Training, erste Mal Training, ja, hat einmal dezent einen sauberen Muskelkater gehabt, weil warum denn auch nicht nach 20 Jahren, gell, da kann man auch mal einen Muskelkater kriegen. Und dann hat ihn der Ehrgeiz gepackt und dann hat er gesagt, hey, ich gehe jetzt wieder ins AHA-Training, auch wenn ich ein bisschen Muskelkater habe, aber das macht da nichts. Zack, Sehne gerissen. War so eine semi-geile Idee, nach 20 Jahren ohne Sport dann auf einmal wieder das Fußballspielen anzufangen, ohne dass man vorher vielleicht einmal ein kleines Aufbautraining in Form von Joggen macht. Aber gut, ist nicht mein Problem. Mr. Verb, habe ich dir. Alles fit bei dir? Ja, warum frage ich eigentlich? Bei dir ist alles flauschig. Das ist, aber gut. Jeder so, wie er will. Freunde der Sonne. So sehr geht es. Pauli, habe ich dir. Oh, du bist zum ersten Mal da? Alles fit bei dir? Ein neues Gesicht, das freut mich aber, wenn da einer findet in die Anstalt, oder? HWDI. HWDI. Endlich das HWDI. Merci dir für deinen Resub im, wo haben wir denn jetzt schon? Im 7. Monat. Danke dir. Weiterhin viel Spaß mit dem Mods und viel Spaß in der Basic Game. Wie geht's dir? So schaut's aus. Sehr schön. Jetzt haben wir schon wieder den Fehler. Das ist vorher auch gewesen. Ich hab Spiel gestartet und hab keinen Ton nicht gehabt. Und dann hab ich Spiel wieder zugemacht und wieder neu aufgemacht und dann hab ich einen Ton gehabt. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist ein wenig komisch. Das hilft mir nicht. Pauli, merci dir für dein Following. Schön, dass du da bist. Hat sich rentiert, das AHA-Training. Auf alle Fälle. Ja? Auf alle Fälle hat sich das AHA-Training rentiert. Das darfst du annehmen, dass sich das rentiert hat. Nicht. Ne? Jetzt haben wir einen Ton. Da haben wir ja einen Ton, sage ich. Komisch. Naja gut, vorher hat Ubisoft ein Update gemacht. Ich meine, da hat es einem was zerschossen, wenn du mich fragst. So, da haben wir weiter. Schauen wir mal. Ich hab halt absolut keine Ahnung, wo wir mir stehen bleiben haben. Ich sag's Ihnen. Ach doch, wir haben doch letztes Mal noch die Panzermission gemacht und da ist mir dann der Stream abgehackt. Richtig? Richtig. Ich glaub, das ist im Bereich des Möglichen, dass das so gewesen ist. Ja, doch, genau. Genau. Da ist er dann der Stream baden gegangen. Ja, beziehungsweise mein PC hat sich gedacht, how about fuck you? Ich hab keinen Bock mehr auf Überstunden. Und genau. Ja, richtig. Kenne mich schon wieder aus. Sechstes da. Ich bin der Oberbayer, lebe aber leider seit 8 Jahren im Ausland. Wo lebst denn du jetzt, wenn ich fragen darf? Und das ist mir scheißegal, wo du lebst. Bei uns ist ja jeder willkommen. Ja, abgesehen davon. Auch wenn er nicht der bayerischen Sprache mächtig ist. Da weiß aber direkt aus. Aber steht zum Herrn, dass du ein bayerischer Anhänger bist. Grundsätzlich. Sehr schön. Das taugt mir. Im Ausland. Er lebt in ich verstehe. Brudi, das verstehe ich aber absolut, gell? Also da hast du meine vollste Rückendeckung, if you know what I mean, ne? Aber lass dich nicht unterkriegen, wir Bayern halten zusammen. Ja? Oder wir da in der Community halten zusammen. So gehört sich das, einen Stream reinkommen und gleich ein Follow da lassen, das ist absolut ehrenhaft. Auf alle Fälle. Komm von südlich vom Starnberger See. Oh, du bist nicht ganz so weit weg von mir. Ja, doch ein bisschen weg von mir. Es sind aber einige erinnert, die wo da hübsch in der Nähe sind. Ja, Starnberger See. Wir haben einige Münchner da. Oder aus Nähe München. So, jetzt schauen wir mal. Was machen wir denn jetzt eigentlich? So, wir haben ja festgestellt gehabt, oder was haben wir festgestellt? Wir haben nichts festgestellt. Wir haben gesagt, was wir on-stream hauptsächlich da werden. Wir werden uns auf den Kopernikus konzentrieren. Wir werden uns natürlich auf die Main Story konzentrieren, das ist aber hoffentlich sowieso klar. Wir werden uns außerdem noch auf diese Leonardo-Missionen konzentrieren. Die werden wir aber ein bisschen verteilen. Da werden wir heute vielleicht keine machen oder vielleicht erst ganz zum Schluss. Wir werden uns auf Romulus-Verstecke konzentrieren. Und wir werden uns, sagen wir gerade nicht, wir werden uns auf die Christina-Missionen konzentrieren. Ja, also es sind ein paar Stränge, die wo wir abarbeiten werden und können, damit ein bisschen eine Abwechslung da ist.
Und wenn wir halt nebenbei feststellen, dass wir halt so ein bisschen Stadt aufbauen können, dann nehmen wir es halt mit. Werden wir uns aber jetzt nicht verschärft drauf konzentrieren. Ne? Ich glaube, das ist ein Deal. Der Teil von der Map ist halt fucking immer noch nicht zugänglich. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert, weil die Borgia-Türme müssen wir halt auch noch machen. Ne? Und abgesehen davon ist da ein Romulus-Versteck. Aber gut, das wird dann schon irgendwann einmal freigeschalten werden. Ich darf jetzt vorschlagen, wir fangen einmal mit Kopernikus an. So. Da was du für eine Tasse Kaffee einen Zehner zahlst. Mein Schwiegerpap arbeitet da in der Gegend, der hat gesagt, das ist halt quasi das Nobelviertel in München, sozusagen. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Assassin's Creed habe ich sowas von inhaliert. Ja, ich auch. Wir haben uns mehr oder weniger dazu entschieden, dass wir quasi die Desmond-Saga, also sprich Teil 1, die ganze Ezio-Reihe und Teil 3 irgendwann einmal verteilt im Stream spielen werden. Und jetzt haben wir halt bei Brotherhood. Ja. Wir haben halt dann irgendwann noch Revelations auf der Agenda, das wir irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich spielen. Dann kommt noch irgendwann der Dreier. Schauen wir mal, wie wir da zusammenkommen. Also du konzentrierst dich auf alle Markierungen auf der Karte. Nein, weil wenn ich mich auf alle konzentrieren darf, Mr. Rappi, morgen, abgesehen davon, dann müssen die alles machen. Ja. Alles aufsammeln, sämtlichste Attentate machen, die ganzen Geschäfte ausbauen. Du, da haben wir Weihnachten nur beschäftigt. Ja, das meine ich, zwecks der Abwechslung, ne? Wollen wir das nicht ganz so stark strecken. Ich kann Assassin's Creed nicht mehr spielen, aber locker 3.000 bis 4.000 Stunden versenkt. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe nicht ganz so viele Stunden in Assassin's Creed verbracht, aber ich habe die Teile schon lange nicht mehr gespielt und da ich mit den neuen Teilen absolut nichts anfangen kann, haben wir gedacht, hey, es gibt viele Leute, die alten Teile auch recht feiern und da haben einige in der Community da, die das eben genauso sehen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ja, dann spielen wir halt die klassischen Teile. Ja, die wollen ein bisschen mehr Story-fokussierter Hand. Ich hoffe, ich überlese jetzt keinen. Der Anfassbild geht vor der Feuerwehr aus, ist eher Bewegungstherapie, mehr Gaudi als Ernst. Ja, so soll es eh sein. Option. Herr und Frau Ripsi fahren Ende Februar 4 dort nach München. Städte Kurzurlaub. Mr. Ripsi, sehr gute Entscheidung. München ist eine Stadt, die du mal gesehen haben solltest. Kann er da wirklich nur ans Herz legen. Ja? Schaut sich auf alle Fälle ganz viel an. Ja? Ganz viel anschauen. Ich hab Assassin's Creed Odyssey 4 mal durchgespielt. Oh, Respekt. Ja, wie gesagt, die neuen Teile habe ich alle nicht gespielt. Tatsächlich. Ihr hattet recht. Der Magister will euch töten lassen. Diese Schikanen werden meine Forschungen nicht stören. Heute ist eine Eklipse. Und ich habe vor, sie zu dokumentieren. Aber er will euren Kopf. Lieber erleuchtet sterben, als in Unwissenheit zu leben. Er wird noch vor euch sein Ende finden. Otto Lady, danke dir für den Following. Hab ich gerne. Der Magister Sacri Palati. Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Haben wir da letztes Mal nicht einen eliminiert oder bin ich jetzt komplett falsch dran? Ich hab mir die Mühe gemacht und hab Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood auf Platin gebracht. Hast du das jetzt die letzten Tage gemacht oder war das jetzt eine Aussage, die du generell in deinem Leben schon, also hast du die Mission generell in deinem Leben schon erfüllt? Also, verstehst du, wie man, Mr. Web? Ich weiß halt nur, ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt, ich habe damals im zweiten Teil alle Federn gesammelt und ich hab, wow, das habe ich einmal getan, das darf ich nie wieder machen. Da war ich aber so richtig, da muss ich aber dazu sagen, da war ich so ein richtiger Assassin's Creed-Suchti. Da bin ich da mit dabei, Assassin's Creed ist Hammer, sehr schön. Das freut mich zum Herrn, dass der taugt. Schau mal grundsätzlich. Dann lehnst du jetzt am besten zurück, holst dir noch was zum Knabbern, einen Kaffee oder was weiß ich und genießt die Show. Schön, dass du da bist. So, was müssen wir jetzt habe ich nicht geschaut, warte mal, wie kriegen wir mir volle Sync da jetzt nicht auf den Magister mit der versteckten Dinge eliminieren? Okay, ja, das kriegen wir hin. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen. In Minga bin ich nächste Woche auch einmal in der Philharmonie und dann am Samstag im Hofbräuhaus, nachdem wir für meinen Freund einen Anzug für die Hochzeit... Ach so, heiratet der dann quasi in Minga. Mr. Ripsy, unbedingt im Hofbräuhaus vorbeischauen. Ja, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Da legst du vorher eine saubere Unterlage an und dann trinkst du ein Maß Bier. Ja, Hofbräuhaus musst du anschauen. Oder solltest du mitnehmen, sagen wir es mal so.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Freunde, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz konzentrieren und jetzt mal schauen, wo der Zipfiader umeinander rennt. Damit wir den da mal hops nehmen können. Schauen wir mal. Sieht gefährlich aus, nicht? Das ist noch oder? Ah, okay. Ja, es ist, ich meine, die Spiele haben zwar im Vergleich zu heute relativ klein, ne? Aber es ist doch ganz schön viel Aufwand, da Platin zu holen. Es ist ja eigentlich in jedem Spiel ein Aufwand, Platin zu holen. Ich bin jetzt nicht so der Trophy-Hunter, ne? Also mir geht das mehr oder weniger, ja, am Poloch vorbei, sag ich jetzt einmal. Ich spiele ja Spiel, weil, ne? Aber ich habe auch Respekt vor den Leuten, die halt sich da wirklich voll eisern dahinter beißen und sagen, ich will die Trophäe haben. Also das ist schon lobenswert, definitiv. Die haben, wie gesagt, auch meinen Respekt. Ja, das ist ja jetzt wieder ganz beschissen da. Achso, der ist nicht einmal bewacht, was ist denn der für Versager? Ja, das war jetzt einmal ein einfaches Attentat. Die Wahrheit zu verleugnen macht sie nicht unwahr. Menschen sind faul. Sie glauben an das, was sie glauben sollen. Meine besten Männer suchen nach Kopernikus. Ihr kommt zu spät. Ja, der hat jetzt irgendwie ungefähr überhaupt kein Gegenwehr gehabt. Oder du gehst rein, schaust da so, gehst wieder aus und auf der anderen Straßenseite ins Weiße Brauhaus. Ja, das kannst du auch machen. Dann kannst du aber sicher sein, dass du ins Hofbräuhaus dann nicht mehr reinkommst. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Ja gut, dann fliehen wir halt, bevor das irgendwer die scheiß Leiche da entdeckt. Ich hab nichts getan. Ich bin raus. Das Gebiet ist aber ganz schön groß, aus dem wir da flüchten müssen. Gut, dass wir da schon am Rand haben, gell? Kriegen wir hin. Das war ja mal ein easy Attentat jetzt da, gell? Aber das wird noch schwieriger werden, da bin ich mir fast sicher. Zu Kopernikus zurückkehren, ja gut. Dann Platin hole ich mir nur, wenn das Spiel richtig gut ist. Ausnahme Monster. Ja, Monster Hunter World ist auch nochmal eine andere Geschichte, das stimmt. Das stimmt. Das einzige Spiel, wo ich platiniert habe, und das war damals vor ja, gut 1,5 Jahren, wo ich meinen Platin-Guide gemacht habe zu Demon's Souls, zum Remake. Da habe ich es auf einem separaten PS5-Profil auf Platin gespielt. Auf meinem eigentlichen PS5-Profil ist die Trophäe aber dann natürlich nicht vorhanden. Das war das einzige Spiel, wo ich auf Platin gespielt habe. Und das ist auch richtig flockig gegangen. Also da mit Demon's Souls, du brauchst eigentlich 2 Runs und dann hast du die Platin-Trophäe, wenn du das halt richtig machst. Ja. Falls das jemand interessiert, ich weiß auch nicht, wer von euch Demon's Souls spielt und jemand die Platin-Trophäe haben will, oder zumindest einen Großteil der Trophäen beim ersten Run schon abstammen will, schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da ist der komplette erste Run drauf. Haben wir letztes Jahr im März oder im Februar gespielt, vor Elden Ring noch. Da ist bestimmt etwas dabei für euch. Monster Hunter World ist also ein schlechtes Spiel. Nein, die Trophäen da zum Holen ist Abfuck. An das Bandit. Oh, das haben wir. Nein, das haben gut. Hey, warum greifen die mir jetzt an? Verdammt! Ja, da! Warum greifst du mir jetzt an? Hab ich jetzt irgendwas versammelt? Ich hab keine Ahnung, warum die mir jetzt da angreifen. Ach so, weil da der Ach so! Ja, weil da der Kopernikus selbst steht, deswegen. Ja, Schnauze. Ist die Welt Monkat, hab ich die grüß dich. wundervoll? Wie geht's da? Steht, dass deiner schaust? Seid nicht so emotional. Ihr werdet merken, dass alles einen Sinn ergibt. Vielleicht. Cesare hält sich für den Mittelpunkt von allem. Doch kreist er nur in der Peripherie, so wie wir alle. Wusstet ihr, dass vermutlich die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist? Nicht die Erde? Ich sehe die Bewegungen von Mond und Sternen und kann doch nur beobachten. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Dieses Zeitalter der Vernunft ist nur der Anfang eines Endes, das ich nie sehen werde. Eines Tages werden wir die Welt beeinflussen können. Mit der Kraft des menschlichen Willens das Licht nutzbar machen und vielleicht gen Himmel reisen. Aber ich greife mir selbst voraus. Zuerst müssen wir die Sonne im Mittelpunkt sehen.
Für mich klingt glaubhaft, was ihr sagt. Ihr solltet mir nicht einfach glauben. Nicht, bis ich es beweisen kann. Bald. Gute Nacht, Ezio. Und hab Dank. Mr. Bauli, also dein Support ist schon extrem ehrenhaft, gell? Bis zum ersten Mal halt da, verlässt nach ungefähr 10 Sekunden einer und nach ungefähr 10 Minuten subst du gleich. Das ist aber schon sehr, sehr... Können wir da mal ein Press F für Mr. Bauli haben, weil du zwingst Ehrensupport. Danke dir für dein Stufe 1 Abo. Willkommen in der Basigang. Viel Spaß mit dem Emotes. Ich hoffe, du hast Freude und Unterhaltung bei uns. Von Bayer zu Bayer. Absoluter Ehrenbase bist du. So, ja. Damals haben sie ja noch nicht gewusst. Okay, warum der Mond jetzt auf einmal wieder weiß ist. Oh gut, wurscht. Damals haben sie auch noch nicht gewusst, dass die Sonne der Mittelpunkt des Sonnensystems ist. Damals haben sie auch nicht einmal gewusst, dass wir ein kleiner Teil vom großen Ganzen sind. Aber gut, wie sollen sie es denn auch wissen, gell? Gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt passt's auf. Jetzt haben wir den ersten Kopernikus gemacht. Wo tun wir denn dann weiter? Da haben wir jetzt aktuell, wenn ich es richtig sehe, keine weiteren Kopernikus-Missionen mehr. Das heißt, gut, Christina-Missionen fallen auch aktuell weg, da müssen wir in der Story fortschreiten. So, und da wir da noch nicht hin können wir das Romulus-Versteck auch nicht machen. Ja gut, dann bleibt uns jetzt dabei nur die Hauptstory über. Du, dann lernen wir in der Hauptstory weiter, gell? Da tun wir uns nicht runter, da ist ja ein Schnellreisepunkt, das ist gut. Gehen wir da her. Müssen wir nicht den ganzen Weg laufen, sparen wir ein bisschen Zeit ein. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat Wärme und Aber der war ja auch noch nicht unterwegs. So, wir müssen irgendwo da rechts hin. Oh, Kaserne. Sehr schön. ...5000 Stunden im Monster Hunter World, aber Platin werde ich nie haben. Die ganzen Nebensächlichkeiten wie Fotos, Schätze und so weiter interessieren mich nicht. Das kann ich verstehen. Eloy verstehe ich zu 1000%. Ich habe bis heute kein einziges Foto nicht im Monster Hunter geschossen. Sag oder wie es ist. Obwohl ich das momentan wieder ein bisschen aktiver spiele, tatsächlich. Genau gesagt, seit gestern. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Ah ja, stimmt, das ist eine ziemlich coole Mission, da wo du in der Kaserne jetzt massenweise Gegner abstechen kannst. Das ist eine coole Mission. Die habe ich damals etliche Male einfach zu Gaudi gespielt. Obwohl volle Sync da nicht ganz so einfach ist, mit keinen Schaden nehmen. Ne? Wie gesagt, da kommen wirklich viele Gegner. Aber wir probieren es einmal. Ezio, schließ das Tor! Stichhaltige Argumente haben am Start. Verteidigt den anderen Eingang! Den anderen Eingang! Das war knapp. Die Tore! Hättest du gern. Die Kaserne! So, warte, was müssen wir? Also wir müssen da. Aha, wir müssen da Eingang überlassen. Ja, das wird jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach. Bianca dürstet nach Phantomenblut. Wir sind umzingelt! Hey, hab mich da jetzt nicht gerade irgendwas getroffen? Ezio, schließ das Tor! Ja, das geht gerade ein wenig schwer. Ich hab da gerade ein paar. Ich schmier gerade Baguettes, wenn du verstehst, was ich meine. Die kommt von der anderen Seite!
Schau gleich auf den Chat. Verteidigt den anderen Eingang! Boah, da haben wir irgendwo ein Nest, oder? Das gibt's ja nicht. Die Tore! Hey, Sons of Bay! Die kommen wieder! Ja, jetzt haben wir es nicht geschafft. Verdurstet nach Franzosenblut! Wir sind umzingelt! Aber wir bei Leichen liegen da? Ja, alle Leichen liegen rum. Ezio, schließ das Tor! Die kommt von der anderen Seite! Verteidigt den anderen Eingang! Ja, der Bartolomeo ist irgendwie fast hin, warte mal. Das ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. Eingang! Wo ist denn der überhaupt? Du bleibst jetzt einmal bei mir. Die Tore! Ich habe nicht einmal gewusst, dass der... ganz ehrlich, ich habe nicht einmal gewusst, dass der sterben kann. Hab ich jetzt nicht aufgeschaut. Jetzt habe ich so viele Franzosen umgebracht. Meine Fresse. Das für nix. Gut, haben wir aber nochmal die Chance, dass wir nochmal volles hingeschaffen. Immerhin. Die hängen bei World of Warships fest. Schiffe versenken mit Ersten und Zweiten Weltkriegsschiffen. Okay. Ja gut, das sagt mir jetzt weniger, aber... Nehmen wir den. Ezio, schließ das Tor! Wo ist denn der Kasernensee? Seite! Verteidigt den anderen Eingang! Den anderen Eingang! Okay, mit den Klingen ist es ein bisschen schwerer. Die Tore! Ja, ist deutlich schwerer. Schützt die Kaserne! Sie kommen wieder! Bianca dürstet nach Franzosenblut! Stimmt, wir können noch mal unsere Assassinen auch einsetzen. Ich bin auch so ein Schlaumeier, oder? Wir sind umzingelt! So, machen wir es einfach mal so. Schließt das Tor! Ah, haben wir schon ausgebildete Assassinen jetzt. Ist Anfänger, gell? Von der anderen Seite! Hat sich sehr gut. Das war wie angeschmatzt. Verteidigt den anderen Eingang! Und schauen wir jetzt recht. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale! Warum einfach, wenn es kompliziert Général geht? d'Alviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, Fottuto Francese! Ganz ruhig, um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Das ist Cheaten, Freunde der Sonne. Übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen.
Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! Kann das wer übersetzen? Ich verstehe die Frage nicht. Ja gut, das mal. Auf die Assassinen habe ich jetzt überhaupt nicht spekuliert. Ja? Für was habe ich denn? Die habe ich einfach nur zur Garde ausgebildet. Du, die Pest sind viele Menschen gestorben. Ezio, so, Challenge accepted. Ja, da haben jetzt ein paar mehr gestorben, das stimmt, tatsächlich. Aber jetzt, ne, unbewusst komplizierter macht das Sinn. Also, wenn von Anfang an die Assassinen ruft, dann ist es überhaupt kein Stress nicht. Aber, ne, ihr wollt ja eh ein paar Leichen fliegen sehen. Ja, so ist es ja nicht. Er hat ihnen einen schönen Tag gewünscht. Das glaube ich nicht. Oh. Das ist ihr Lager? Hallo, Yassi. Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Wie geht's Beinen. da? Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sagte ich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Ezio hat immer einen Plan. Auch wenn er keinen hat, aber er hat einen Plan. Immer. Zu jeder Zeit. Hallo, wir reden vom Ezio. Gut, hoffe euch auch. Sehr schön. Bei uns passt soweit alles. Danke schön, dass du bist. So. Kümmern wir jetzt endlich da... Kümmern wir jetzt endlich auf die Seiten her. Ja, Herrgottseele, endlich. Jetzt können wir endlich den Schmarrn da mal machen. Können wir die Map aufdecken, können wir die ganzen Borgia-Türme da noch machen. Ja, das dürfen wir jetzt mal eh gleich. He? Das haben wir ja jetzt eh lang nur aufgeschoben. Das haben wir jetzt eh lang nur aufschieben müssen. Das tun wir jetzt gleich. Sehr gut. Warum? Einfach, wenn es auch schwer geht. Das war geplant. Ey Leute, du, das war geplant. Das sag ich dir, bis es ist. Halt Fotzen. Ja, improvisieren kann ich. So. Oh, wir haben ja schon 16.404 Finanzmittel in unserer Truhe. Sehr gut, die holen wir uns dann gleich. Wir haben ja Rich mittlerweile. Oder momentan. So. Oh, da ist ein Steckbriefel, den reißen wir auch gleich ab. Ja, damit wir unseren Bekanntheitsgrad gleich mal oben so. Ja, servus, grüß euch. Hey, ich war gerade zum Lesen da, gell? Gar nicht erst dran. Ja, ja. Jetzt werden die triggert nur, weil ich da stehe, 15. Ein Borgia-Turm in dem Gebiet hängt mit einer Mission zusammen. Ja, super toll. Müssen da jetzt Sprinter dabei sein, oder was? Wart's einfach stehen bleiben, war denkt nichts passiert. So. Mittlerweile haben wir wieder so weit, dass wir die Assassinen ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? So, da haben wir jetzt einen Borgia-Turm. Das müsste. Ist das der da herum? Warum wird man denn der jetzt schon angezeigt? Der ist ja noch 300 Meter weg. Ja gut, 123 ist fast dasselbe. Wo ist denn der Turm? Der ist doch dahinter. Da geht das Sperrgebiet jetzt schon an. Ja, okay. Das ist schon der Turm dahinter, oder? Ja, muss er. Kein anderer nicht sein. Muss er der sein. Schauen wir mal, ob wir da hinter sneaken können, ohne dass uns wer sagt. Wahrscheinlich nicht, weil ich, wenn ich drauf aus bin, Sneaky Peeky zu machen, dann geht es sowieso massiv in die Hosen. Aber okay. Schauen wir mal. Hinterm Haus vorbei, an der Stauern, durch die Stauern durch. Gut, da haben aber jetzt auch nicht sonderlich viele Wachen, ne?
Also noch nicht. Ach, der geht da oben rum. Warte mal, hä, ist das ein Bogenschütze oder was? Tatsächlich. Oder unten haben einen Haufen Wachen. Da müssen wir ein wenig aufschauen. Was treibt einen dazu, sich so auf? Na, los mich. Ja, das war einfach. Burgi, hab ich dir, grüß dich. Müsli mit Obst, Brezel mit Milchkann, Nutella, Frühstück sei, bin satt. Sehr schön, hoffentlich hat das ist recht, wenn es dir geschmeckt hat. Oder euch, besser gesagt. Ja, der wir den einmal looten. So, jetzt zum Weißwurst-Frühstück, bis später. Burgi, Burgi. Pauli, Lust der Schmecker, danke, dass du da warst. Merci nochmal für deinen Support und ja, vielleicht bis später. Lust der Schmecker. Angenehmer Samstag wünsche ich dir. Burgi, ist fit bei dir? Ja, mal da auf. Ach, wir haben ja jetzt stimmt, wir haben ja jetzt einen Klettersprung mittlerweile, gell? Können wir ja jetzt mittlerweile Sachen erklimmen. Ah, siehst du es doch. Bleib jetzt leichter. Ah, das ist Zoo, okay. Gehen wir halt nochmal um. Hä, wie jetzt? Okay. Gut, anzünden den Mund. Alles fit bei dir? Sehr schön, das hört man gern. Passt alles soweit bei uns, bei mir. Alles im grünen Bereich. Ja, frei, natürlich. Ich land direkt vor einer. Also der andere ist gleich. Wo ist denn der jetzt hin? Ja, okay. Momentane Teleportation. Der war aus Jadrat. Haben wir mal sagen lassen. Aber gut. So. Ja, passt. Perfekt. Schneibt schon wieder ein bisschen bei uns. Bei uns tatsächlich jetzt Gott sei Dank nicht. Oh, wir können jetzt wieder Assassinen rekrutieren. Das ist gut für uns. Das können wir dann gleich noch machen. Wir müssen unsere Assassinen abgesehen davon einmal langsam wieder auf Mission schicken. Das war mal das nächste. Da ist auf jeden Fall nur ein Tunneleingang, den werden wir uns noch holen. Das heißt, wir holen uns jetzt da den Assassinen, schauen dann, dass wir die Stickbriefe da noch anreißen, holen uns den Punkt da. Ja genau, wird ihm schon. Wird ihm schon, kriegen wir alles hin. Nein, bei uns tut es jetzt tatsächlich nichts. Bei uns scheint jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 3 Tagen Sonne. Aber bei uns hat es schon brutal viel Schnee herlassen. Leck mich am Arsch. War leicht dezentes Chaos. Ja, vor 2 Tagen. Ist dann nicht so, gestern war nicht so aus. Aber ja. Aha, jetzt kämen Banditen auch noch. Brenne, die müssen wir looten. Jetzt haut man eher sein. Jetzt hätte ich bitte was gesagt. Oh, Ruhe. So, die Banditen, die wir looten, die wollen einfach aus heiterem Himmel angreifen, weil die haben seltene Materialien, die man dann für Geschäftsaufträge brauchen könnten. Daher nehmen wir die natürlich sehr gern mit. So, da vorne liegt noch irgendwo. Ah, da ist noch einer. Wollte ich gerade sagen, da liegt noch irgendwo einer. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Genau, zupft die durch mich. Das ist zauberhaft. So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich lebe noch. Ich kann dank euch den Kampf gegen die Borgia fortsetzen. Mein
Mein Schwert steht euch zur Verfügung, Bruder. Sehr gut. Mehr Schwerter, Hand, mehr gut. Ganz einfach. So, da ist ein Stickbrief, den reißen wir ab. Ah, da ist er. Nice. Aber mit dem Schund. Keine Schleichwerbung. So. Haben wir mir jetzt quasi... Ach, da müsste noch einer rekrutierbar sein, der wird aber wahrscheinlich wegen dem Borgia-Turm auch noch blockiert sein. Ja gut, okay. Nehmen wir uns einmal noch schnell den Schnellreisepunkt da hinten. Und da war ja gleich wieder Stickbrief, das passt eigentlich perfekt. Voilà. Ah, bei fast 50.000 Florin, da feiert uns nichts. Da können wir eigentlich die Geschäfte halt auch gleich noch kaufen. Weil warum nicht? Wenn wir schon da haben, können wir auch gleich mal schauen, was der im Angebot hat. Vielleicht. Großer Abverkauf, kommt und... Ja, komm, kaufen wir gleich noch ein bisschen eine Rüstung, weil warum denn nicht? Seusenhofer Brustschutz. Ist das was Deutsches oder was? Boah, leck mich am Arsch, das ist voll gar nicht einmal so schlecht. Den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Aha. Oh, haben wir jetzt vielleicht einmal Streithammer? Zweinige Bastardschwert, Spadalunga, okay. Ich will meinen Krummsäbel haben. Weiß ich nicht, wann es mir den Wunsch einmal erfüllt. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Gut. Dann gehen wir da her und dann holen wir noch den und dann schauen wir gleich da runter weiter. Beziehungsweise, warte mal, ist da irgendwo ein Taubenschlag? Ja, da herum war noch einer. Aber können wir dann über den Weg eigentlich ganz gut runter. Ja, das passt ja schon. Okay, bei uns kam gerade die Sonne raus, wir haben schon April. Ja, wie vorher in Discord geschrieben, bei Enk im Landkreis ist der April. Ja, wir alle haben noch Februar, bei Enk ist April. Ich habe eine neue Bleitinktur gegen Syphilis. Ja, das gibt... Was geht ja Syphilis? Hat der jetzt gerade Syphilis gesagt? Ist das sein Ernst? Schnell wirkendes Gift. Aha. Naja, dann nächstes Mal, Amico. Der hat jetzt nicht ernsthaft Syphilis gesagt, oder? Habe ich das jetzt wirklich so verstanden? Das hat er jetzt nicht wirklich Syphilis gesagt, oder? Für alle, die das nicht wissen, Syphilis ist eine Krankheit, die eigentlich nur Männer kriegen können, an einer Stelle, die auch nur Männer haben. Ist nicht schön. Kann man mal sagen lassen. Ich hab... Ja, ist wurscht. So. Wo rein ich jetzt überhaupt hin? Da müssen wir her. Ah, war ich schon fast auf den richtigen Weg. Ja gut. Eine Bank sollte man halt bei nächster Gelegenheit auch irgendwann aufsuchen. Damit wir mal unser Konto laden können, weil das hat ja eine Maximalkapazität. Wir sollten 50.000 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Sie will... Sie will es. Ach so, okay, ja, das ist dann die positive Variante davon. Gut. So, passt. Tunneleingänge haben wir, dann ist dort... da war noch... Taubenschlag, der war näher, wobei wir nach unten müssen. Ja, dann gehen wir zu dem da her. Oder besser gesagt da her. Dann können wir unsere Assassinen einmal fortschicken. Alle bis auf 1, 2, damit wir ein bisschen eine Rückhand haben, ne? Falls es einmal brenzlig wird, so wie vorher und ich nicht drauf spekuliere. Dann müsste aber jetzt rein theoretisch noch einer von den Borgia-Türmen blockiert sein. Oder schauen wir jetzt dann einfach. Kann ich die Bude da eigentlich kaufen?
Ja, logisch. Ja, der wir Söldner. Achso, Söldner nicht, oder? Da, mehr Frauen braucht die Welt. Ganz einfach. Was ist Sonne, kenne ich nicht. Ja, ich habe jetzt Rollo um, aber. Ja, kommst auf Wasser. Da gibt's auch so. Da war ich einmal. Schaffst du leicht bis halb 4. Außer du fährst mit dem Lastwagen. Aber, naja. So. Wie schauen wir denn da jetzt eigentlich aus? Oh, schau hier. Ah, da haben sogar noch zwei blockiert. Da schau her. Warte, wir das da mal ein bisschen ausbauen. So, der Jungspund. Da schau hin. Das ist so ein feiner. Ja, da nehmen wir richtige Rüstung an. Aber gut, das kriegen wir hin. Jetzt passt's auf. Jetzt schauen wir mal, was bei unseren Lieblingsnachbarn so geboten ist. Da schau her, da ist eine Mordsmission. In Wien geht der Punk. Oh, schaffen wir das überhaupt? 88, das ist mir fast zu wenig. Die Österreicher, die haben anders. Die sind zu stark. So, da nehmen wir mal einen Seeherrn und einen Seeherrn. Schicken wir mal ihm gleich aus, dass er gleich mal Mordserfahrung sammeln kann. Gut. Wo können wir noch schauen? Schauen wir gleich mal noch in Köln. Nicht das. Haben wir noch in Köln noch? Oh, lebt mir Musch. Ja, die saufen auch das Bier. Das gibt's nicht, dass die so eine schwere Mission haben. Da hat's Kölsch noch nicht gegeben zu der Zeit. Gut. Okay, in Konstantinopel, die haben auch nicht. Okay, das ist wieder zauberhaft, oder? So. Schicken wir eine aus, das klang dann leicht. Ah, das wird schon ein wenig schwieriger da. Sollten wir aber auch locker machen können. Extras da. Wie viel haben wir jetzt noch? Wie viel haben wir jetzt noch verfügbar? Ja, die zwei Balken, die pullen wir uns. Hätte ich fast gesagt, da wir uns die pullen. Weil ich glaube, dass Missionen jetzt langsam ein bisschen verzwickter werden. Da ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir den einen oder anderen Assassinen dabei haben, der uns da ein bisschen Ablenkung sagt, wenn du mich fragst. Scania-Fan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Danke für dein Following. Schauen wir einmal. Gut. Was wollten wir jetzt eigentlich da? Genau, wir wollten die Borgia-Türme noch hin. Richtig. Und einer davon hat, da müsste der Verb gesagt, ist von der Hauptmission blockiert. Ja gut, das kann dann entweder nur noch der oder der sein. Einer von beiden. Werden wir jetzt rausfinden. Plagt euch etwas, Freund? Habitäre, grüß dich gut. Alles fit bei dir, schön, dass du reinschaust. Alter, also schon 3 Bayern reingekommen, leck mich am Arsch. Sehr schön. Mehr Bayern, mehr gut. Mehr Mundart, mehr gut. Ja? Ich glaube, da haben wir uns einig drüber. Vielleicht kommst du mit dem LKW wieder mit zu mir. Du, wenn ich zufällig die gleiche Schicht, in der Schicht bin, wo du da kommst, habe ich kein Problem damit. Muss man halt nur rechtzeitig sagen. Ja, das wird mir jetzt nicht Sneaky-Peaky schaffen. Ja, wir können, warte mal, der läuft da schon da umeinander. Ah, da schau her. Ja, jetzt pass auf, da brauchen wir gerade ein wenig anwarten. Bei dir ist alles gut? Sehr schön, das freut mich zum Herrn. Aha, und he's gone. Das ist wieder einer, der läuft davor, 100%. 100%, dass der wieder davor läuft. Da müssen wir Obacht geben. Jetzt ist erst einmal Prio 1 nicht von 3000 Leuten erwischt werden. Jetzt schauen wir da mal. Der muss ja... Oh, leck mich am Arsch. Ja, das haben ein paar mehr. Du hältst dein Futzen da drum, aber ganz schnell, gell? Ja, die da, okay. Die haben ungefähr alle Wachen Roms da hergestellt. Da hinten ist er. Hey, warte mal, da haben Nutten. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Hey, daher. So, die bleiben jetzt bei uns. Oh, das ist perfekt. Brudi, das ist ja absolut perfekt.
So, da hinten ist der Turm. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer nur ein Sperrgebiet, gell? So, jetzt tauchen wir da mal schnell geschwind runter. Anspannen wir den Oh, da ist ein Sperrträger. Ja, ja, man sich schon denkt. Ja, jetzt wird's kreisle. Freunde, jetzt wird's richtig kreisle. Auf die Lücke ziehen! Au. Hat ja Tag gespielt. Bullseye. Ja, das ist gut, wenn die... Nein! Das wirst du bereuen! Ja, das möchte der meiner, du Zipfelklatscher. Da gehst her. Als ob du es nicht mehr geaimt. Schnauze. So, haben wir es jetzt. Kann ich den Turm jetzt einmal erklimmen. Dankeschön. Bekommen Sie alle einen Schwächeanfall? Ja. Mei, wer schaut denn jetzt schon wieder? Mei, gib halt du eine Ruhe mit deiner Wasserpistole da, ha? Arschkeibe. So, darf ich jetzt den Turm da erklimmen? Ich bitte darum. Lassen Sie Mr. Ezio sein Werk vollenden. Die Bude anzünden kann. Na gut, die eigentliche Frage ist, wie komme ich auf den Turm auf? Ich verstehe die Frage nicht. Die Entwicklung von Assassin's Creed startete ursprünglich als Prince of Persia Assassins und war nie als eigenständige Spielreihe gedacht. Und damit einen flauschigen guten Morgen, rotes Herz, Heißgetränk, Teetasse ohne Henkel. Heißes Herz, Teetasse ohne Henkel. Das ohne Henkel ist natürlich sehr essentiell, gell? Mrs. Fichterli, vielen lieben Dank für deinen Resub. Auch schon im 14. Monat. Holy shit. Und danke für diesen Fun Fact. Dankeschön. Viel Spaß weiterhin in der Bar zu gehen und natürlich viel Spaß mit dem Mods. Dankeschön. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Heißgetränk, Teetasse ohne Henkel, Freunde. Ohne Henkel. Das ist ganz wichtig. Mit Henkel nicht gut, aber ohne Henkel absolut overpowered. Alles Bestes, das hört man gern. Ohne Henkel kann es heiß werden. Außer du bist Herrscher, dann nicht. Das ohne Henkel hat mir jetzt einen Tag gerettet. Was hätte ich ohne die Info gemacht? Birgit, du weißt, Fichterli ist immer für eine Überraschung gut. Immer. Da musst du gefasst drauf sein. Ich gönne mir ein Heißgetränk in einer Teetasse mit Henkel. Fichterli. Aber los das Schmecker, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz. Und schön, dass du bist. Euer Herr ist der Teufel selbst. Entschuldigung, stehe ich euch im Weg? Oh, ich hab einen Verbündeten gesäbelt, ne? Ja, und hab mir über den Haufen verkrönt, sehr gut. Hab ich dich! Au, du blöde Schnupferbrunst, was ist denn mit dir? Ich rette da grad das Leben, du hast mir Schwert hinter dir. Du gehört da schon wieder eine mit dumm dran, wenn du mich fragst. Blöde Kuru, normalerweise soll ich stehen lassen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Doktor erwischt heute. Das war äußerst geschickt. Bitte, lehrt mich so zu kämpfen, wie ihr es tut. Mhm. Aber nur, wenn du mal kein Schwert mehr hinter dir hast. Wie geht's euch? Alles flauschig? Ja, selbstverständlich, Mrs. Fichterli. Bei uns alles zauberhaft. Alles zauberhaft flauschig soweit.
Hey, sag mal, hat sich da die Steuerung verstellt oder was? Ich hab doch normalerweise... Ja gut, ist ja wurscht. Na gut. So, Steckbrief anreißen, wir werden nämlich schon wieder ziemlich stark gesucht. Weil ich frag mich gerade, warum da jetzt nirgendwo ein Herold umeinander steht, der wo Scheiße über uns labert. Den wo wir bestechen kann. So, jetzt kaufen wir da den Schnellreisepunkt da auch gleich noch. Oh wow, heute ist eine Lehrstunde vorgeschrieben. Das ist der Advanced Fluchenkurs in Bayerisch. Ja? Schupferbrunzen, das ist kein Standardbegriff mehr. Ja? Das ist schon eine Beleidigung. So. Anonym müssen wir werden uns gelassen. Wie schauen wir denn jetzt map-technisch überhaupt aus? Ja, es wird einem schon. Dann haben wir da jetzt noch den Aussichtspunkt. Und dann, ja, gut, dann wird der Borgia-Turm, Mr. Werb, ist es im Bereich des Möglichen, dass dann der Borgia-Turm da von der Hauptmission blockiert wird, weil da machen wir die Mühe jetzt gar nicht erst da oben zu gehen. Weil da machen wir, dann da die Song machen wir in der Story mit da. Hätte ich einem pauschal gesagt. Ja, so ein paar Sachen, werd's immer auffassen können. Fast nichts mehr zu machen. Ja, fast. Aber nur fast. Ne? Wir brauchen aber eine Bank, abgesehen davon. Schon start einmal. Warte mal, wo haben wir denn eine Bank? Mission ist ja rum bei der Kaserne. Auf der Tiber-Insel müssen wir da. Ja, genau. Okay, wir brauchen den Schnellreisepunkt und müssen wir zu der Tiber-Insel reisen. Wir reisen zu der Tiber-Insel. Ja, zu unserem Headquarter, wenn man so will. Und irgendein Assassinendödel ist zurückgekommen. So. Da schaut der Lummer da rein. Da gehst du her. So, versteckt Tiber-Insel. Da gehst du her. Ja gut, ich wollte jetzt nicht genau da einer, aber okay. Macht nichts. Dann laufen wir raus. Sorry, den Turm, den ich morgen auf Poststadt gemacht. Macht nichts, dann machen wir den halt noch. Ist ja alles gut. So, wo kommen wir jetzt? Da geht's aus. Okay. Den, was du meinst, das war der auf der Kaserne oben. Warte mal, können wir Geschäftsaufträge schon machen? Wir haben vorher ein paar Banditen ausgeraubt. Einen Banditen ausrauben, das muss da erst einmal hinbringen, gell? Geschäftsaufträge, wie schaut's da aus? Der Schrumpfkopf geht uns ab. Ja, da brauche ich gerade nach Berlin gehen, im Bundestag, da habe ich einen Haufen Schrumpfköpfe drin, wenn du mich fragst. Ja? Da Ezio, du reise einmal nach Deutschland. Da findest du Schrumpfköpfe, das sagst, gibt's das. Okay. Ja, dann ein anderes Mal. Bank haben wir gesagt. Wir brauchen eine Bank. Eine Bank. So, Geld abheben. 69.749. Wichtig ist die Zahl 69. Wo ist denn der Sei heute eigentlich? Jetzt kommt's mir gerade erst. Ist der Sei schon wieder knockert beim Skifahren oder was? So, wir kann man bei dem Dr. Arme vorbeischauen, weil schnell wirkendes Gift soll natürlich auch nicht verkehrt sein. Jetzt hätte ich schon Mord. Ohne Witz. Sei wo? Ohne Witz, wenn es jetzt der Sei gewesen war. Wenn das jetzt der Sei gewesen war. Okay, da brauchen wir noch Akunit. Das haben wir noch nicht. Okay. Ich bin in der Nähe. Danke dir für deine 69-Bit. Also, das war jetzt brutal gewesen. Das war jetzt brutal gewesen, wenn das jetzt der Sei gewesen war. So, okay. Dann schauen wir uns jetzt den Borgia-Turm. Ja, dann machen wir das halt gleich mit. Weil warum denn nicht? Aber dann haben wir, Freunde, dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Dann brauchen wir uns mit dem nicht mehr runter. Ja? Und wir haben volle Anzahl an Assassinen-Rekruten, die wir dann potenziell nutzen können. Ne? Das, glaube ich, ist in Ordnung. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder in unser Versteck und reisen dann per Schnellreisefunktion da oben. Richtig, ja. Die beste Schmiede kommt zu den besten Preisen. Ich habe So, man die Weißwürstel weginhaliert, jetzt noch ein gutes bayerisches Bier, dann ist der Tag gerettet. 5 Euro, gute Zeit für inhalierte Weißwürstel und ein gutes Bier. Sehr gut. It's a trap.
Schnellreisepunkt wo? Warte mal. Wo ist denn da eigentlich? Ist der da dahinter? Ach Schmarrn, nein, der, okay, ja, das habe ich mir letztes Mal schon gefragt, wo da die Ding ist, die... Ja, das ist oben am Dachel, passt schon. Verstehe die Frage schon. So. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, aber davon gehe ich jetzt einmal aus. Wenn du es schon direkt weg inhaliert hast, dann muss es ja wahnsinnig gut gewesen sein. Aber müssen wir da unten auf das Iki... Wait a minute. Gut, das geht aber auch. Da hinten geht es nämlich auch, weil da bleibt sich der Weg nämlich relativ gleich. Nach 12 Uhr hätte ich ein paar auf die Finger gekriegt. Wie? Warum das? Da kann er jetzt nicht ganz folgen. So, das der mal weggert. Dann visieren wir das da mal an. Weißwürst in der Luftröhre hört sich jetzt aber nicht so gesund. Sprenge Habitäre. Das kommt jetzt auf den Kontext drauf, wo da die sagen. So, anonym haben wir auch wieder. Ah, das ist ein Schmied, den bauen wir auch gleich aus. Weil wir haben rich, Freunde der Sonne. Wir haben absolut rich. Ah, da haben jetzt die auch zurück, dann können wir da den... Ja, dann nehmen wir halt da jetzt da schnell den Taubenschlag damit, dann schicken wir unsere Assassinen gleich wieder aus, weil warum denn nicht? Ah, ja, jetzt haben wir beieinander, weil Weißwürst 2 vielleicht nicht hören dürfen, richtig. Richtig, I'm sorry, da bin ich gerade auf dem Schlauch gestanden. So. Ist schon Rekrutenstufe 8. Ja, er hat sich 2 Levels gegönnt, das ist gut. Warum kann ich... Achso, weil ich die erst rekrutiere, weil das ist eh klar. Ist ja eh klar, gell? So, schauen wir mal, was geht in Florenz. In Florenz geht ein bisschen was. So, da schicken wir jetzt gleich mit der Jungspundin aus. Und sie mit dazu. Was geht in Barcelona? Ja, da geht's viel. Da geht nix. Wien haben wir schon gesagt, Österreich haben uns stark. Da ist eine schöne Vierer-Mission, das passt auch noch. Ja, da schickt man 2 Simmer aus, hätte ich gesagt, oder? Ja, da schickt man 2 Simmer aus und dann passt es. So. Habe ich das nicht mehr richtig im Kopf? Da nach 12 Uhr keine Weißwürste mehr gegessen werden dürfen? Oder ist das nur ein Mythos? Nein, das ist tatsächlich so. Die Weißwürstel dürfen es 2 Leute nicht hören. Das stimmt schon. Ich bin jetzt nur auf dem Schlauch gestanden. Aber dafür hat der liebe Herrgott einen Kühlschrank erfunden. Excuse me, wir haben zwar... Ja. Gott sei Dank hat der Herrgott einen Kühlschrank erfunden. Jerry Habitäre. Geht's gut? Ja, selbstverständlich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, bei dir passt alles. Der Kühlschrank ist gut isoliert. Richtig, ja. Kannst du es im Notfall auch mit in deinen Garten eingraben, dann hören sie es auch nicht. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob du dann die Weißwürstel noch essen möchtest. Aber grundsätzlich mit der These mit einem gut isolierten Heisel und einem gut isolierten Kühlschrank, da hören sie es 12 Leute auch nicht. Da kannst du es dann auch nach 12 essen. Ja? Um 5 nach, besser gesagt. Ah ja, das ist jetzt das... Ja, ja, richtig. Das ist jetzt der Aussichtspunkt, den wir nur erklimmen können, wenn wir das Aquädukt herrichten. Which means, das geht gewaltig in Finanzmittel. Sag ich, was ist, da reichen unsere aktuellen Mega-Finanzmittel auch noch nicht aus, dass wir den Aussichtspunkt holen können. Das heißt, den vertagen wir erst einmal und machen wir mit dem Borgia-Turm, mit dem letzten verbliebenen Borgia-Turm weiter. Ich esse meine Weißen auch, wann ich will, aber ja, bei uns gibt es auch Vormittagsweiße. Also bei uns in der Arbeit zum Beispiel, Alter, da ist eine Leonardo-Bank, können wir neue Upgrades haben? Bei uns in der Arbeit haben wir durchaus auch schon mal in der Spätschicht um 5 Weißwürstel gemacht, weil Cesares Bankier kannst wurde ja ermordet Brotzeit nicht, und seine nicht Kriegskasse scheint auch in Unordnung. Welche Überraschung. Du hattest nicht zufällig damit zu tun, oder? Willst du das wirklich wissen? Weißt du was? Ich bleib bei den Erfindungen. Na, da können wir nichts weiter haben. Gibt's da einen eigenen Senf für Weißwürst? Das weiß ich jetzt nicht. In Bayern hast du grundsätzlich kein Problem, wenn du deine Weißwürst mit einem scharfen oder einem süßen Senf isst.
Wo du wahrscheinlich ein Problem kriegen wirst, oder zumindest von einem richtig eingesessenen bayerischen Staatsbürger zumindest richtig schief angeschaut wirst, ist, wenn du deine Weißwürstel mit Ketchup frisst. Dann kann es sein, dass dann den einen oder anderen schiefen Blick erhaschen wirst. Aber so, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt einen Senf für Weißwürst gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich steht es natürlich jedem frei, wie er sein Essen isst. Ja? Amor, das ist so teuer irgendwie. Lass dir was anderes einfallen. Ja, ich stich jetzt da den... Mit Remoulade. Da könnte jetzt auch schief angeschaut werden. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur Plätzgeschmatz, ne? Aber ist einfach ein Zeiger, so wie es ein bisschen schmeckt, ganz einfach. Die Leute, die Weißwürstel mit Ketchup fressen, sind Touristen, meistens. Ja, der ist aber... Mr. Werb, was ist da los? Warum ist da gesperrt? Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt kommen wir da immer noch nicht hin. Aber es gibt's ja nicht. Was ist das für ein Scheißturm, dass der da so angesperrt wird? Ja gut, dann halt nicht. Ja, dann machen wir, Freunde, dann machen wir mit der Hauptmission weiter, weil was anderes können wir jetzt aktuell nicht tun. Achso, du kennst das nicht? Nein, also wie gesagt, ich persönlich, wenn ich mal Weißwürst isst, kommt relativ selten vor. Obwohl ich jetzt richtig Bock auf Weißwürst hätte, tatsächlich. Ich is meine Weißwürst mit einem scharfen Senf. Also mit einem mittelscharfen. Ja. Einen süßen Senf mag ich nicht. Aber ist eigentlich generell, so Depreziner, Durnerwürstel, Weißwürst ist ja eigentlich immer mit mittelscharfen Senf. Leberkäse ist ja auch mit mittelscharfen Senf. Und wahlweise mal ohne. Also ich mag auch ab und zu eine Leberkäse, wo kein Senf drin ist. Manchmal habe ich so eine Angewohnheit. Brauche ich dann einfach auch. Aber so, ich wüsste jetzt nicht, ob es eine spezielle Senfform für Weißwürst gibt. Also zumindest nicht in Bayern, wisst ihr das. Ja? Wie es in, weiß ich nicht, wie es weiter drum ausschaut, das, keine Ahnung. Oh, dann schon wieder Banditen, da geht's her. Eng ziehe die Schuhe aus. Mindestens. Wer hat einen Purzelbaum gemacht? Weißwurst paniert mit Vanillesauce. Wer kennt's nicht, die guten panierten Würst? Nein, ich will die nicht nehmen. Hau ab, du Abfall. Gib da. So, wo ist der? Geil ist es so, ihr habt hinter mir eigentlich nur die Mission, mich richtig hungrig zu machen, oder? Im Stream. Ist das eine geheime Mission? Wenn ja, dann ist die geplatzt. So. Da mit der Story weiter. Schön Start. Wir machen Hunger und der Sprenge... Na, das kannst du jetzt auch nicht sagen. Das kannst du jetzt auch nicht sagen. Wifi, habe ich dir, grüß dich. Oh, haben wir schon auf dem Weg? Wie schauen wir aus? Ich denke mal fast schon, oder? Ivy? So. Der wir mal dem seine Braut retten. Oder so. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo. Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore. Ihr Da, seid Firenze. wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico. Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Französischer Kuss. Zur Täuschung des Baron de Valois 20 französische Soldaten in den römischen Ruinen eliminieren, damit Bartholomäus Männer ihre Rüstungen stehlen können. Nicht entdeckt werden. Ja, das werden wir nicht schaffen. Befürchte ich fast. So, wir müssen da quasi jetzt
die ganzen Franzosen da erwürgen oder einfach zusammenschlagen. Ja, abstechen dürfen sie nicht, zwecks die Blutspuren, weil sonst sind die Rüstungen wertlos. Schauen wir mal, ob wir das gebacken kriegen. Fangen wir mal da außen an. So, ich werde jetzt ein bisschen Far Cry 6 suchen, morgen Stunden ist Blei im Arsch. Haben wir mal sagen lassen, ja. Da wünsche ich auf alle Fälle schon mal viel. Hä, wie soll ist denn das? Wie soll ist denn das? Achso. Hä, und wie sollst du da jetzt halt? Warte mal. Und das jetzt erwischt? Natürlich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt den einfach nur vergift. Und der stirbt ja jetzt. Ja, das zählt schon so. Die kannst du ganz normal umbringen, what the fuck? Und du sollst den... Okay. Ja, die Rüstungen sind definitiv sauber, Freunde, dann noch, gell? Ich strecke dich nieder! Au. Au. Au, du hast mit deinem Klupfer. Zupf dich. So. Warum habe ich jetzt... Ja, okay. Ich verstehe die Frage besser gar nicht. Ich verstehe die Frage besser gar nicht, weil... Ja, der Bartholomew sagt noch, hey, die dürfen nicht angegriffen werden, weil die Rüstungen müssen sauber sein, ich kann es aber trotzdem angreifen. Na gut, okay. Wann weiß aber der merci für den Löck. Damit der PC-Stuhl beim Duschen war. Stuhl is watching Twitch. Sehr gut. Das ist ein guter Stuhl. Oh, da ist eine Kiste. Sehr gut. Ein Pomander. Ah, da ist wieder Romulus versteckt dann quasi. Easy. Hört gut zu, Leute. Wenn ihr etwas wisst, tretet vor, sofort. Informationen verschweigen. Jetzt stirbst du. So. So, jetzt der mal an der Stelle einfach mal die ganzen Leichen looten, damit wir mal ein bisschen, ja, damit wir unsere Munition und so weiter wieder ein wenig auffüllen können. Wir können uns natürlich auch einfach nur Geschäft kaufen, aber ne, warum Geld ausgeben, wenn die umsonst sind?
Hinti, habe ich die Ehre, grüß dich. Alles gut bei dir? Bei uns alles, bei mir alles in Ordnung. Ich hoffe bei dir auch. So, jetzt brauchen wir noch 3 so geschissene Wachen und dann ist die Mission quasi auch schon wieder vom Teufel. Vom Teufel erfüllt. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, so kennen wir die Franzosen. In kurz am 30. So, wo gehst du her? Was ist denn das? Hey, soll dem Brotherhood auch Federn geben? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, das habe ich echt nicht mehr gewusst, dass es dem Brotherhood Federn gegeben hat. Wie geht's deinen Hasen? Denen geht's gut? Oh, warte mal, das muss ich nicht sagen. Die chillen gerade. Muss ich nicht sagen. Aufpassen. Sie kuscheln. Sie hat ja müde. Das ist schlafen. Vor allem mit Paula, das ist jetzt eigentlich noch nicht so extrem, aber normalerweise liegt Paula so richtig krass nah an ihrem dran und teilweise mit dem Kopf unter seiner Mähne. Ja, ja, flauschig. Sehen wir später noch mal wegen mehr. Ja, aber nur 10 Stück. Ja, aber ist mir, diese Info ist mir komplett entgangen. Oder was heißt diese Info? Das ist, das habe ich nicht mehr, an das kann ich mich nicht mehr erinnern, dass da Federn gegeben hat. So. Müssen wir noch ganz oben. Das müsste bei der Kaserne sein, oder? Ja, da geht es sogar noch weiter. Ja, das nehmen wir auch. Da weit noch oben. So. Da ist die Hauptmission, da haben wir nochmal, perfekt, da haben wir dann nochmal einen Steckbrief, den können wir gleich noch abreißen. Na, brav. Habt ihr das in der Schule gelernt? Passt, haben wir wieder anonym, ja fast anonym. Ich sehe schon fast so, jetzt haben wir wieder nüchtern. Gut. I like. Ich glaube, bei dem Aquädukt, was ich vorher gesagt habe, da mit dem Aussichtspunkt, das meine ich, 3 Sachen, die du da renovieren musst. Und das geht ziemlich ins Geld. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgen graut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit den verkleideten Söldnern die Festung am Castra Pretoria erreichen. Aha. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Wolle Sync, kein Quadrat. Der Gesundheitsanzeige verlieren. Ja, das schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Oh Gott, wir schauen mal aus wie so... Oh, leck mich am Arsch. Das ist jetzt ein Forschungsumzug, ja? Das ist ein Forschungsumzug, Freunde. Dann müssen wir jetzt da so langsam gehen, oder was? Was musst denn du da jetzt durchreiten mit deinem scheiß Roster, ha? Du Quamperts Bergschaft. Jetzt fix nochmal. Mit 60er Fans auf dem Stadion, ja genau.
Farbtat stimmen, gell? Die Frage ist, warum erkennt uns ihr jetzt? Hey, weißt, wir haben ja da ein Geschwader an Männern da bei sich und die stehen da, rennt umeinander und denken sich, ja, ich tue nix. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Leute, was ist denn mit den K? Geht's euch zu? Cesare will selbst König sein. Danke dir, Boogie, für den Werk und einen guten. Eine Karte, dann geht's auch gut beim Faulenzen. Ja, Samstag ist dort zum Faulenzen, haben wir gehört. Achso, ich soll die selber anstechen jetzt, oder was? Ja. Den erlösen wir mal von seiner... Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der... Ja, machen wir mal ein wenig schneller, weil die da hinter, die kämen noch zu nichts. Einen anderen Stil. Wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. An diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wird. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater. So, den da hinten können wir dann mit der Armbrusttasche. Oder auch nicht. Was ist in euch gefahren, Freund? Darum kümmere ich mich. Hä? Verbündeter tot? Hä, wer ist denn da jetzt gestorben? Lul, okay. Brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Wer vorhin kam, da ist jetzt so draufgegangen, ist die Frage. Denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron Funfact, versteckte Missionen lassen sich zu Christina Vespucci, die Geliebte von Ezio, freischalten, wenn der Spieler seine Synchronisation verbessert und Frauen näher betrachtet, die ihr ähneln. Missionen werden dann mit gebrochenen Herzen auf der... Ja, das haben wir schon entdeckt, Mr. Weibio. Das haben wir schon entdeckt. Männer sich nicht länger knechten. An diesem Tage sehen wir, die Menschheit wird. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater eingeschrieben. So, wer ist jetzt, hat jetzt beim Spazierengehen zusammengefallen, oder was? Darum kümmere ich mich. Wo denn überhaupt? Nur denkbare Gräueltaten begangen und sind noch da. Furchtbares Schicksal. Ah, danke. Stellt unseren Stahl auf die Probe. Ah, jetzt werden wir da... Okay, ich verstehe es, werden wir erwischt von haben. Astrosport, auch da raus. Danke dir für den Following. Aber dere. Mei, was du kriegst, da krieg ich einen Schlaganfall, wenn du nicht weiterlaufen kannst. Nur die allerfeinsten Abgüsse und Verbindungen. Dergleichen habt ihr gewiss noch. Ja, dann muss Gift wieder regeln. So.
Erledigt sie, bevor sie angreifen. Haben wir noch mehr, oder was? Ui, 260 Follower. Ja, 2 Stück noch. Das ist brutal, wie sie das jetzt wieder in letzter Zeit nach oben schraubt. Danke dafür. 260 Follower, das hätte man nie erträumt, dass es einmal so viele Leute haben. Meldet alle Verbrechen der Guardia! Bringt euch Cesare auch abends zu Bett? So. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon! Ouvrez! Ihr könnt Französisch. Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Ja, ja, typisch Ezio, da wieder Französinnen verführt, ne? Kennen wir ja von ihm. So, wir haben jetzt in der französischen Basis. Okay, sehr gut. Sollten wir uns wahrscheinlich, wenn es geht, unauffällig verhalten. Da ziemlich große Basis, was wir da haben. Mit deinen Fotzen, du Kasperl. General d'Alviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Jetzt bin ich jetzt aber fällig, gell? Freunde der Sonne. Achso, der andere kann auch wieder sterben, ja, das ist blöd. Ezio, ihr müsst mein Weib retten! Nehmt das Dach! Wie soll das Dach nehmen? Wie soll das funktionieren? Den Baron de Valois überwältigen und eliminieren. Die Mission in weniger als 5 Minuten. Wenn es schon wieder auf Zeit geht, oder? Bin ich schon wieder fertig. Bin schon wieder fertig mit der Welt. Nein, hau ich doch. Mal schauen, wo er ist. Kommt dieser. Ja, fickt euch! Okay. Und die Mission kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Den Baron unentdeckt eliminieren. Ja, toll. Dann probieren wir es halt einmal.
So, der schaut auch schon wieder ganz blöd, oder? Er rennt. Okay. Steht da auch noch einer um, ist das eh nicht glauben. Fun Fact: Cristina Vespucci im Spiel ist Simonetta Cataneo Vespucci in Realität. Warum der Name in Assassin's Creed angepasst wurde, ist unklar. Dennoch leben beide ein identisches Leben. Im Verlauf ihres Lebens wurde Simonetta Vespucci als Regina della Belvete, wie auch immer, Göttin der Schönheit betrachtet und nach dem Turnier 1475 in Florenz als Königin der Schönheit geadelt. Seitdem wird sie in der römischen Historie als Göttin Minerva verstanden. Okay, Respekt. Oh, was ist das? Ja, easy. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Ja, der ist gut weiter, meine, oder? Ein richtiger Feigling. Gib die Brauer. Ezio hat's gut gemacht. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Ja, noch ist auch da hier schon. Oh, wir haben die Sequenz beendet. Nice. Au revoir. 100%. Ah, das wird wenigstens irgendwas erreicht halt. Ja, nice. Easy. Vergesst Paris. Sequenz 7, der Schlüssel zur Burg. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sequenzen das gegeben hat. 8, 9? Ja, endlich wieder die normale Ausrüstung. Wird mir gleich viel besser. Wir sollten auf alle Fälle schon mal unsere Rüstung reparieren, sage ich. Die hat Schaden genommen. So, alles reparieren. Oh, schön, jetzt können wir uns ein bisschen Rüstung auch kaufen. Ja, wir haben so viel Kohle, ehrlich. Sollen wir quasi mehr oder weniger schon fast aus der Portokassen. Okay. Also ich bin gerade 100% am Gähnen. Habe ich die angesteckt? So. Schauen wir wieder auf unser Map. Was haben wir denn? Jetzt geht's da ja hinter auf jeden Fall weiter. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt da mittlerweile endlich einmal her dürfen. Wahrscheinlich aber wieder eher nicht. Also warten wir einfach, bis wir demnächst da her... Wir müssen irgendwann da mal her dürfen. Das geht gar nicht anders. So. Jetzt geht's mit dem Wolpe weiter. Das ist der... Oder? Was ist... Ja doch, da ist der... Das ist Banditenlager da. Runter müsste der Wolpe sein. Aber gut. Da machen wir jetzt einfach Schnellreisen. Hätte ich fast gesagt. Weil der Oberlaufen ist dann da doch schon ein ganz schön Stickel.
Gut. Schauen wir einfach der Vollständigkeit halber lieber mal nochmal nach rechts, ob wir vielleicht doch schon hier können auf den Turm. Wenn nicht, dann hilft es halt auch nicht. So, schauen wir einfach. Dann sehen wir es eh. Ja, gut. Ich vermute mal aber, dass wir immer noch nicht hinkommen. Oh. Da haben wir wieder so gesucht. Holy shit. Ja klar, das steht natürlich auch unter dem Einfluss von dem scheiß Ding dahinter. Also ich rede jetzt schon fast damit, dass wir eigentlich nicht hinkommen, oder? Oder? Der hat gesagt, ich habe den Plan hier hingelegt, aber wo? Oh, Freunde, wir dürfen endlich daher. Endlich. Wird wieder mal Zeit. Sehr schön. Dann können wir den scheiß Turm jetzt auch endlich mal. Perfekt. Der ist im Turm, Omat. Ja, okay. Was hat der für ein Problem? Ja gut, mir soll es rechts sein. Dann können wir da mal... Jetzt werden allnächtlich sämtliche Häuser und Geschäfte in der Gegend kontrolliert, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Der zutiefst verehrte heilige Wo ist der lang gerannt? So, mal schnell unter da. Ist eh bald Schichtwechsel. War die andere Schicht. Wir müssen auf alle Fälle den da hinten und den da und die zwei da drin auf alle Fälle ausschalten. Da können wir nicht drum rum. Müssen wir machen. Weil. Boah, leck, wer sagt mir denn da? Boah, bist du behindert. Da waren ja jetzt ungefähr alle Wachen, die mich sofort gespottet haben. Ja gut. Ich sehe mit einer eine scheiß Armbrust, die geht mir so auf den Sack. Ich mach doch nur meine Arbeit, ja? Ja genau, verpisst euch. Was ist das für eine Mission? Ich sehe ihn! Los! Schneller! Er hält uns ab! Also wirklich besonders hell haben die Wachen nicht, oder? Ist das, Mario? Ja, passt. Perfekt. Jetzt müsste man da eigentlich aufkommen, ohne dass uns irgendwer sagt. Warte mal, den können wir doch bestimmt über einen Vorsprung oberschubsen, oder? Der da ziemlich weit fallen. Ja, es sind ein paar Meter. Der ist ja wirklich da herum. Na, das ist langweilig, da schluckt er auf, das ist dumm. Da gehen wir schon irgendwo hin, wo ein... Ah, da ist doch sauer auf Jay. So, müssen wir nur warten, bis er nochmal rundum geht. Und dann kriegt er einen Freiflug, ne? Einen Freiflug. Kriegt er von der Seite. Haben wir auch nicht, also. Da gehst du her.
Ja. Rückwärts Seemannsköpfe, sehr schön. Ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir endlich die ganzen Schirme. Das brauchen wir dann jetzt nicht mehr machen. Das ist gut für uns. Das ist quasi basically die ganze Map mehr oder weniger aufdeckt. Mehr oder weniger. So, bestichen wir einmal, dass er nicht mehr so viel Scheiß labert. So, nehmen wir ihm das Geld wieder weg, was wir ihm gerade zugesteckt haben. Gut. Ja, heute machen wir tatsächlich gut mit. Jetzt holen wir noch den letzten Assassinen rekruten und dann, Freunde, machen wir mal wieder was fürs Gemüt. Dann machen wir einen Romulus Dungeon. Romulus Dungeon, meine ist zauberhaft. Den nehmen wir mit. Was hält man vom Romulus Dungeon? Bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner... Niemand müsste Not leiden, gebe ich diese So einfach geht's. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war knapp, Grazie. Bringt ihr mir bei, so zu kämpfen wie ihr? Alle. So, alle Assassinen-Rekruten haben versammelt. Perfekt. Da haben wir da gleich einen Taubenschlag, den nehmen wir. Boah, lebt mir, da gibt's einen Haufen Geschäfte. Bauen wir die Bank gleich noch aus. Schmied. Ja, natürlich für die Infra auch ein wenig etwas da, gell? Für die Wirtschaft. Der Ezio muss die Wirtschaft vor Rom wieder ein wenig ankurbeln. Kommt und seht meine Handwerkskunst. Sicher ebenso gut wie alles, was ihr... Bin dann weg, viel Spaß und einen schönen Tag. Bis bald. Eloy, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen, angenehmen Samstag und ja, angenehmes Wochenende. So, genau. Wir brauchen einen Taubenschlag. Da brauchen wir den Taubenschlag. Beziehungsweise die Taumhiten oder was auch immer. Da. Hier schauen wir jetzt assassinentechnisch aus. So, da haben wir jetzt nochmal einen auf Stufe 8. Das ist gut. Und die zwei haben... Der ist noch recht frisch und sie ist erst dazugekommen, genau. So, dann schickt man natürlich wieder aus. So, Florenz, das ist gut. Dann nehmen wir gleich mal sie. Und ein wenig eine erfahreneren. Da, 99%, das passt. So, schauen wir mal, können wir 5-Sterne-Mission machen? Geht sogar. Perfekt. Wie viel haben wir denn jetzt noch da? Achso, ja, nein, die zwei Balken, die behalten wir uns, ne? Die behalten wir uns, damit wir ein bisschen kompensieren können. Passt. Perfekt. So. Romulus Dungeon, Freunde der Sonne. Er wird alle töten, es ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Wo geht's jetzt da? Wo geht's jetzt da rein? Ich sehne den Tag herbei, an dem Roma aus diesem Albtraum erwacht. Ist da Rom oder was? Na, das muss schon unten sein. Lul. Die Menschen müssen begreifen, dass es ein Krieg zu ihren Gunsten ist. Nun, zumindest die Nüchternen. Cesare allein. Okay. Ah, das ist ein Moment einmal, das ist ja wie so ein Innenhof. Ist der dann der Eingang wahrscheinlich innerhalb, oder?
Da ist er ja. Ja, nice. Ah, da ist der Eingang. Den haben wir schon. Eine wahre Inspiration. So, OP Romulus Dungeon. Jesus. Der 6. Tag. Die alte Residenz des Papstes überfallen, um den Schrein des Romulus zu finden. Nicht mehr als ein Quadrat von einer Gesundheitsanzeige verlieren, okay. Okay. Die Rüstung schaut irgendwie geil aus, ich weiß auch nicht. Oder irgendetwas. Okay, er hat renoviert. Okay. Mal schnell schauen. Da hinten geht's auf jeden Fall durch. Aha, 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 aha. Bisschen Staub gewischt und fertig. Ja, das ist ein bisschen Staubwischen. Wegen neu weißeln und schaut die Bude schon aus wie neu. Ach, da geht's auch noch durch, okay. Ich erkenne nur noch nicht so wirklich. Okay. Ach so, wir müssen mal. Aha. Okay. Sowas habe ich in die klassischen Assassin's Creed Teile einfach geliebt. Einfach so Kletter-Dungeons. Da hinten war eine Truhe, meine ich, oder? Oder ein Banner. Ah, okay. Nun komme ich wieder hier hoch. Gut, mal davon abgesehen, dass sobald du tief da oben an dem Büdel festhängst, das noch, ne, nach vorn klappt, aber okay. In Spielen ist ja der Physik keine Grenze gesetzt. Schaffen wir das bis da oben? Ja. Okay. Wenn ich stürze, hilft mir das. Wie? Ja, da gibt's jetzt zwei Abkürzungen innerhalb von einem Raum. Das da vorn und das da rennt. Okay. Gut. Okay, da ist Treppen, da geht's dann nach oben. Da hinten hängt der Banner. Wir müssen da dann sehr höchstwahrscheinlich, ne? Das ist auf alle Fälle auch ein Banner.
Okay. Da oben hängt der Blärmetopf dran zum Umschauen. Ah, warte mal. So, nein, das ist definitiv so. Mal schauen. Das liegt auch nicht ohne Grund da. Let me see. Kamst du wieder da nach oben? Da kannst du dich nicht erhalten, das ist definitiv klar. Warte mal, was ist denn, wenn ich da oben nochmal aufgehe? Da geht's nicht durch. Beziehungsweise da müssen wir durch wahrscheinlich. Ah! Ja, jetzt weiß ich selber, weil sie Bratzen aufhält. Okay, gut, nice. Ah, da hält man sie viel. Okay, ja. Passt. Du musst sie selber festhalten. Okay. Der Kerl hat entweder unkaputtbare Sprunggelenke oder einen guten Orthopäden. Oder beides. Ich habe einmal gehört, der Ezio ist eigentlich der Ruffy, also ein Gummimensch. Aber der Dungeon gefällt mir. Rotmus. Einen Weg in die Basilika finden. Was wir raten, da gibt es dann auch wieder irgendwo. Okay, da gibt es keinen Shortcut, okay. Verbricht natürlich dann ein, wenn wir da herkommen, oder? Auch klar. Ezio Auditore, die Monkey da Firenze. Alex Avedere, genauso. Okay, das war. It's a trap. Da wieder schauen. Moment. Irgendwo. Alles gut bei dir, Alex? Da weiter Drachinger geht nicht. Kannst du 3 Stunden mehr schlafen? Was hindert dich daran, dich nochmal hinzulegen? Ja. Dann ist er da. Also, ja, die Gefahr besteht tatsächlich, das stimmt. Ja, sie jetzt einmal hinzulegen und nie wieder aufzuwachen an dem heutigen Tag. Verstehe. Verstehe. Definitiv ein gravierender Punkt. So, das ist interessant, aber wie können wir jetzt wieder auf?
Ah. Wie Matze? Nein. Oh. Das war aber jetzt schon sehr knapp, gell? Inklusive Pizzateig für Mittagessen vorbereitet. Oh, jetzt wird auch wieder die geilen Essen, ey. Don't do this. Der 20 Minuten Powernap, ja, der berühmt-berüchtigte, der dann 8 Stunden dauert. Und man danach noch fertiger ist als wie vorher. Funfact: Assassin's Creed Brotherhood enthält 3 Metal Gear Solid Anspielungen, darunter auch das von Solid Snake gern genutzte Pappkarton versteckt. Ja, das ist vom Leonardo. Da wo man Leonardo zum ersten Mal treffen, richtig. Es gibt eingebackene Bockwürstchen. Ohne Witz jetzt, Matze jetzt, ohne Scheiß. Ich hab gestern auf Instagram ein Reel gesehen, da wo genau das gemacht wird und ich hab mir das Reel gespeichert, weil ich überlegt, mir das heute Abend selbst zu machen. Genau, baut sich noch fertiger als vorher. Ja, das ist halt immer so. Ne? Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist. Du kommst von der Frühschicht heim, legst dir eine halbe Stunde auf die Couch, ja, und um 5 Uhr kommst du vor, wie wenn du vom Panzer zusammengefahren worden warst. Jeder Powernap endet bei mir so. Wenn ich stürze. So. Aber wo ist denn die Basilika? Das gibt's ja nicht. Die muss ja mal irgendwo in der Nähe sein dann. Mit selbstgemachten Tzatziki. Ja, du kommst da mal geschwind runter und dann kochen wir miteinander. Ist das der erste und einzige Romulus Dungeon, wo keine Gegner kommen? So, es geht um das Kreuz da, das da einstürzen muss. Und da ist ein Glocken. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob wir da was anfangen können. Ja, warte, dann hat irgendwer deine Geheimnisse geleakt, wohl oder übel. Mein Powernap nicht, ab und zu schon, aber passiert nicht oft. Ja, mir passiert es gefühlt immer, wenn ich einen Powernap mache. Beim Schlaf bin ich da viel bei euch, ja. Da werden wir wahrscheinlich viel zustimmen, dass das so endet. Ja, okay, das bringt uns nichts. Da können wir da. Ah, da ist eine Säule. Ich hab schon eine Lure. Ah, da können wir aber nicht auf, aber da hinten ist ein. Kleine Beiß. Ja, der kleine Beißer passt tatsächlich perfekt. Let me see. Zuerst außerfinden, wie wir hochkommen. Ja, Ripsi, genauso. Genau so. Kommt da hinten an die Sandsäcke, die wo wir aktivieren müssen. Aber wie können wir jetzt... Ah. Oh, oder auch nicht. Okay. Ah, da ist wieder... Aha, das Maral. Das Maral halt... das bringt uns aber da drin nichts. Jetzt warte mal. Finden wir schon irgendeinen Weg. Da liegt eine Truhe. Funfact: Gut getimt kannst du einen Bankier während der Auszahlung mit einem Schwert töten. Allerdings ist er davon nicht sonderlich beeindruckt, trotz der dennoch Anspielung. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass du den Bankier umnierten kannst. Die eigentlich wichtigere Frage ist, wie kommen jetzt ich da weiter auf? Jetzt warte mal, an dem Kreuz geht's nicht hoch, das ist klar.
Da war auch Sandsack, hilft mir aber nichts. Nein, das bringt mir nichts, weil du kommst weder nach oben noch auf Zeit. Na, jetzt pass auf. Irgendwo übersehen wir mir da was. Aber wo? Okay. Da ist ein Haihaufen, das ist dann wieder oben, okay. Okay, ich steh jetzt gerade echt daneben. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich da raufkommen soll. Houston, wir haben ein Problem. Ich habe keinen Plan, wie du aufgekommen. Ah, warte mal, vielleicht. Achso, nein, das geht nicht. Das ist 2, das bringt mir auch gar nichts. Warte, wenn wir da unten schauen, vielleicht gibt es da noch irgendetwas. Kann man bei der Tier auf? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, denken wir schon. Okay. Ist lang her. Wobei das da auch so komisch schief oben hängt. Da ist die Säule, die ein wenig kürzer ist als wie die anderen, bringt aber auch nichts, weil das zu hoch ist. Ja, und da bei der Affenstein bringt mir auch gar nichts. Oder? Nein, das bringt mir auch gar nichts. Okay. Nein, bringt nichts. Ja, da ist nirgendwo eine Grifffläche, wo ich drum kann. Man muss da interagieren, ist das der Ernst? Oh, leck, ist das der Ernst? Ja, okay. Also mit der Armbrust, okay. Ja, jetzt wird's okay, jetzt wird's deutlich leichter. Alles klar. Ich habe jetzt nicht darauf spekuliert, dass du da erst mal interagieren musst, weil, ne, das war ja klar, das war das Ziel, da hinten musst du eine. Deswegen habe ich jetzt nicht darauf spekuliert, dass wir da vielleicht erst mal hinklicken müssen. Aber gut, alle Wege führen nach Rom. Hat's einmal geheißen. Okay.
Das ist ja schon mal ein Checkpoint, immerhin. So, der hängt schief. Perfekt. Bazi, ich habe mein 100 Pfund Griffstärke-Dingsi durchgespielt. Ich mal nach einer Woche bin jetzt bei 150 Pfund. Bitte was? Was für Spei? Was für Ding? Hä? Jetzt haben wir wieder genauso weit wie vorher, oder was? Ich habe bemerkt, dass meine Unterarme dicker werden, dadurch verschieben sich meine Tattoos. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht, Mr. Matze. Ach so, okay. Ja, jetzt. Oh, ja. Da wo du immer so druckst, ne? Ja, stärkt natürlich deine Muskulatur. Logisch. War ja traurig, wenn nicht, oder? Hä? Wieso jetzt? Der Dungeon verwirrt mich. Ah. Oh! Vielleicht erst mal Augen aufmachen, ne? So. Ah, das ist der Shortcut, okay. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. So. Jetzt auch noch eine Richtung. Aber es geht eigentlich, die Tattoos sehen nur kleiner aus im Vergleich zum Arm. Ja, weil der Arm natürlich anschwillt. Wegen der Muskulatur, logisch. Okay. Okay, warum hat sich der da jetzt nicht festgehalten, ist die Frage. Das hätte ja 100-mal gelangt. Ja, der Dungeon ist anders. Die tolle Puppenspielersteuerung. Ja, das hätte normal easy gelangt. Also, aber gut. Perfekt. Was macht man da immer? Ein Rückweg, wenn ich falle. Ignorieren und weiterrennen, bis wir irgendwann Goku besiegen können. Ja, im Idealfall. Im Idealfall ist es genauso. Du hast aber einen langen, steinigen Weg vor dir, wenn du einen Goku irgendwann besiegen möchtest. Habe ich auch mal probiert. Hat nicht funktioniert. So. Ah.
Ja, okay, war mein Fehler. Das habe ich nicht gesehen. Erstmal nicht so besiegen, klettern wir in der Rüstung. Ja, genau. Fangen wir mal. Warte, fangen wir mit dem. Oder Matze, fangen wir mit dem Bouldern an. Ja, du wirst relativ schnell feststellen, dass das, was der Ezio da betreibt, wahrscheinlich nicht möglich ist. Und wenn du es das mal schaffst, ohne zum Sterben, kriegst du ein Battle vom Wadi mit Super Saiyajin hoch. Okay. So. Mit Verwandlung aber, oder? So. Jetzt haben wir das da oben. Jetzt geht noch irgendwas ab. Ah, jetzt kann man sich da wahrscheinlich hängen. Jetzt pass auf. Schauen wir mal. Ja, der Dungeon ist ein wenig mürbe. Okay. Ist aber auch schon lange her. Nö. Wir waren eigentlich überall, oder? Das wird doch noch mehr aufschauen. Das Spell ist circa 10 Jahre alt. Okay, Deal, nice. Top, die Wette gilt. Hey, hab ich das nicht obergeschossen da hinten? Hey lol, das habe ich doch obergeschossen, oder nicht? Es war ja da, wo wir vorher wieder gestartet haben. Ja, das ist hier, glaube ich. Amen. Oh, wie es umeinander schwingt, das Ding. Warum ist er nicht einfach über das Gitter klettert? Kann er nicht, weil es oben spitz ist. Oder war, besser gesagt. Ja, perfekt. Okay. Ja, der war... Der Dungeon war... Ja, habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Der war ein wenig anspruchsvoller jetzt für mich. Aber cool. Cooler Dungeon auf jeden Fall. Nach Rom zurückkehren. Oh, da liegt dann ein wenig ein Loot rum. Und der Jaspis. Okay.
Also der Kronleuchter schwingt halt einfach immer nur. Nice. Also Geld ist alles geschafft. Ja. Der Dungeon ist vorbei. Wir gehen da gerade aus dem Dungeon raus. Natürlich haben wir die 100% Sync nicht geschafft. Ja, eh klar. Ein-Mann-Abrissfirma. So. Freunde der Sonne, keine Sorge. Ja, wir tun natürlich noch weiter. Ist ja wohl sowieso. Der ist zum Perpetuum mobiler geworden. Was? Wir tun natürlich schon noch weiter. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Boah, leck mir mal schon wie ein Schrumpf. Da ist ja Bizarre. Ja, warte, ich will schon zum Super Saiyan. Sieh? Wie gesagt, wie meine Haare schon wackeln da, so vor lauter Key. Ne? Wir machen natürlich schon noch weiter. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt ein kleines Päuschen, ja, so von 3-4 Minuten. Kann ja jeder mal zum Bieseln gehen. Kann sich vielleicht der eine oder andere was zum Mittagessen schnell besorgen. Ein kleiner Snack oder was weiß ich. Wir tun natürlich noch ein bisschen weiter. Wir werden dann noch, ja, so bis 14 Uhr, schätze ich mal. So gute 2 Stunden, der wir schon noch dahin, 2,5 Stunden. Genau. Ich werde jetzt zum Beispiel kurz für kleine Bazis gehen und auch was zum Trinken besorgen und so weiter und so fort. Und ja, dann sehen wir uns in 2, 3, 4 Minuten wieder. Ja, ich tue dabei Knädeln, Flauschknädeln her und ein wenig Musik tue ich rein und dann meine Pastis dabei. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Bis gleich. Und merci fürs Dosa, abgesehen davon.
So, wie schauen wir aus? So, da gehst du mal 3 Minuten vom Zimmer aus, dann macht sie einfach Assassin's Creed zu. Also ich verstehe, ich weiß es auch nicht. Sei habe ich dir, grüß dich. Du bist perfekt zur Pause gekommen. Ja? Du hast ein kleines Flausches begutachten dürfen jetzt. So, machen wir noch ein wenig weiter. So, ich hoffe, es war jeder. Ich hoffe, es hat sich ja jeder wieder mit Knabberzeug, Fressalien, Decken, Kaffee, was weiß ich was, eingedeckt. Damit wir noch die nächsten 2 Stunden umbringen. So, warum sie jetzt Assassin's Creed wieder zugemacht hat, das weiß ich nicht. Ja? Aber wird schon seinen Grund gehabt haben. Mahlzeit sei, haben dich Scon vermisst. Wir haben die schon vermisst, ja. Wir haben vorher schon gesagt, hey, hoppala. Wir haben vorher schon gesagt, wir können das auch, dass der noch gar nicht da ist heute. Ja? Ja, siehst du also mal, wie stark das man mir. Ja! Seht ihr mal, kaum ist der Seidung geht's rund. Ja, 69er Bitteralert, der Breselfetzen vom Burgen hat's ja auch schon rausgerissen heute. Ein King of Barbecue hat's auch schon rausgerissen heute in der Früh. Ja. Also kaum ist der Seidung geht's rund. Ich war schon Fleißigkeit, Training und Verein umkrempelt. Oh, okay, ja, ich sollte mir mal ein Beispiel an den Gulli nehmen. Ja, asozial. Ja, gut. Ein Stream ohne Sei ist ein verlorener Stream. Ja, ich glaube, Sei, ja, vielleicht nicht ganz verloren, aber einsamer. Ja? Einsamer. Ja? Ein Stream ohne Sei ist ein einsames. Ja, nein, einsam ist vielleicht auch wegen, ist ein anderer Stream, sagen wir es so. Du bist. Das hast jetzt du gesagt, Sei. Okay? So. Wir haben abgesehen davon nur noch einen Tunneleingang. Der samt. Sei irgendwelche Gegenargumente für einen Frozen? Frozen, ich glaube, das willst du nicht wissen. Das, glaube ich, willst du nicht wissen. So, jetzt nehmen wir den Punkt noch schnell mit. Dann orientieren wir uns einmal, was wir auf der Map jetzt alles da können. Auf alle Fälle, die Hauptmission ist ja sowieso klar und da müsst ihr mal schauen.
ob man mittlerweile wieder irgendetwas mit Christina Bei machen. Ne? diesen Alatz muss man doch ins Einsamen anfangen, Kappa. Ja, jetzt fängt's zwar bitte nicht als einsame eskalieren, aber sonst weiß ich nicht. Aber danke für deine 69 Bits. Option, danke für die, an die für deine 69 vorher. Entschuldige, hätte ich fast überlesen. I'm sorry. Oder was heißt überlesen? Hätte ich fast übersehen. So würde ich sagen. Okay. Wo ist denn jetzt da? Da muss ja irgendwo so ein Architekten. Da ist er, der Architekten-Sepp. So. Hey, das kostet gerade 2625. Ja, dann machen wir das halt. Ja, perfekt, dann kommen wir jetzt auf den Punkt da auf. Im Moment, ich habe gestern ein Meme gelesen, beziehungsweise von einem Späßel gekriegt, kann zum Humor passen. Du weißt was du in Discord posten kannst. Einfach im Memes-Channel. By the way, weil wir es gerade erwähnen, wer noch nicht auf meinen Discord-Server ist, kommt da gerne mal drauf. Ausrufezeichen Discord, gerne mal joinen, da kriegt ihr alles um mich und meine Streams mit. Wann ich live gehe, was für Wochentag, was für Uhrzeit, ist meistens in 99,5% der Fälle tritt der Streamplaner so ein, wie ich ihn vorher ankündige. Ja. Space gemutet. What? Warum ist das Spiel gemutet? Das ist aber nicht gut. Warum ist das Spiel gemutet? Das ist ungut. Das ist nicht gut. Es ist auch nicht gut, dass Assassin's Creed Brotherhood immer nur keine Fenstermodus-Option nicht hat. Das ist alles andere nicht wie gut. Aber kann man ja da entgegenwirken. So, danke dir, Burgi, für den Hinweis. Und Frozen, auch danke. So. Jetzt haben wir wieder Ton, hoffentlich. So. Okay, dann geht uns nur noch der Aussichtspunkt da runter und der runter da. Okay. Und das ist der letzte Tunneleingang. Okay. Wird ja direkt. Das Ganze herunter, wenn man nicht alles täuscht. Liebesgilde, ja. Nice. Gut. Schauen wir nochmal schnell los. Der wir nochmal ganz kurz über die Map unser Auge schweifen lassen, damit wir mal sehen, ob wir jetzt irgendwelche. Da herum ist ein Romulus-Dungeon neu dazukommen, das ist gut zu wissen. Aber ansonsten, Kopernikus-Missionen sehe ich jetzt da aktuell nicht. Wir haben eine weitere Leonardo-Mission. Machen wir wahrscheinlich heute auch noch eine. Ja genau, und das war's dann aber eigentlich schon so ziemlich. Jetzt machen wir aber erst einmal Hauptmission, Freunde der Sonne. Beziehungsweise können wir uns vorher noch ein Gate abheben. Gut. Ja. Ja, haben wir halt aber vor geraumer Zeit einmal festgestellt, dass das eigentlich kein Diebesgilderin ist, sondern ein Table Dance Bar. Ja? Wer da Depf? Mehr Depf, mehr gut. Ey, Depf will ich sagen. Da gehst du her. Ja, jetzt war so klar, dass irgendwer tötet. Ja. Pokémon-Trainer mit langem Raupi sucht wildes Rossana ohne hohes Gras. Dafür mit 2 großen Pokebällen, die mich gerne mal tackeln würden. Erstellt von Professor Eich 3L. Danke dir. Okay. Pokémon Kindheitserinnerungen somit hinüber. Aber gut. So, wem müssen wir mir jetzt eigentlich anlabern? Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene.
Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Aha, das Leckstopf. Oh na. Warum muss die Mission jetzt so einen zweifelhaften Titel haben? Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. 5 Quadrate Gesundheit behalten. Okay. Na gut. Ergreift den Bastard! So. Wieder mal sauber reinmetzgern. Aua. So. Während dem Kampf noch eben ohne über den Haufen gerannt, damit wir unser Geld wieder kriegen. Okay, und das kann ich mir auch absolut gar nicht mehr erinnern. Ihr musstet wohl noch nie kämpfen, wie? Ey, und da kann man... Mann, ich möchte einem Speer ins Gesicht werfen. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Zum Legerstupf verbraucht man Spachtelmasse. Ob du das probierst einmal. In dem Zusammenhang. So, einfach mal die Bevölkerung über den Haufen gründen, wenn schon so blöd im Weg umeinander steht. Schauen wir mal, ob der Machiavelli wirklich so viel Dreck am Stecker hat, wie man vermutet. Also für meine Lecher brauche ich Dübel und Filmmasse. Du bist ein Dübel! Du denkst an die Lichter an der Wand. Ja gut, okay, da brauchst du dann Spachtelmasse. Okay, die Wachen haben jetzt nicht Was unbedingt... konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Ein Löcherstopfgerät. Micheletto, der Ja, beste Mann in Rom. da geht aber die Spanne auch wieder weiter auseinander. Bis heute Nacht. Kommt mit. Beratst mich nur bei Renovierungsarbeiten. Achso, weil du meinst, weil ich meine Wohnung jetzt dann renoviere oder was? Sehr schön, dass ihr mich da so tatkräftig mit Rat und Tat unterstützt. Sehr zauberhaft. Fühle mich gleich viel besser. Viel
weniger Angst habe jetzt vor dem Umbau. Weil wir mal übers Lecherstupfer geredet haben. Sehr gut. Perfekt. Und warum ist er eigentlich das Blöd zum Reiten, ist die Frage. Oh. Jetzt! Genug! Hier geblieben. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Scusi! Stimmt, an das kann ich mich jetzt nur erinnern. Da haben wir noch im Kolosseum drin. Da musst du dann als Ezio, soweit ich weiß, musst du Teil einer Rolle werden. In dem Theaterstück. So, der Reiter weiter. Ja gut, jemand, der steigt ab. Hi, hi! Kannst du dich am Fame Brotherhood nicht mehr erinnern? Ja, wenn man es länger nicht gespielt hat, also bei mir ist, keine Ahnung, 10 Jahre her, einiges, also ich weiß viel schon noch, aber es wird vorher der Dungeon zum Beispiel, der Romulus Dungeon, den habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Folgt mir nach. Okay. Los, los! Oh, da geht der Punk ab. Lass mich hinkriegen. Jetzt stirbst du! Oh, Schnauze. Lasst mich leben, bitte. Ich bezahle euch. Okay, lol. Nice Glitch. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Ah ja. Aber das loben wir mal, dass wir da direkt gleich an der Hauptmission haben. Sehr gut. Und der mal da, glaube ich, direkt weiter. Moment mal, was wirst du mal schauen? Jetzt werden wir da den Schmiede mal aufbauen. Ausbauen. Aufbauen. Wie auch immer. Alter, ich sage jetzt gerade erst, jetzt haben sie bei Twitch den Aktivitätsfeed, den haben sie jetzt animiert. Also wenn jetzt irgendwer, wird zum Beispiel beim Sai oder beim Optio, wenn die Bits schieren, dann hast du ständig dieses animierte Bits-Emote, das wo halt da auftaucht, das wo sich so komisch strahlt. Das schaut wohl, mal innovativ, sehr gut Twitch. Kann man Twitch auch mal loben. Bis das erste Mal hängt, dann verfluche ich es wieder wahrscheinlich. Ach, die kann ich jetzt bauen, oder was? Ja, dann. Nein, kann ich nicht. Lul. Ah ja, meine sonstigen Kunden sind auch viel vornehmer. So, anonym werden. Ist ja wieder da oben, der Brief, oder was? Ja, Baby, ja, macht Sinn, dass wir da, okay. Ich habe gar nichts, weil ich sie gezockt habe.
Ja, die Option, dann bist du ja eh wieder mal, wie so oft, einfach perfekt am Start. Kannst das in aller Ruhe bei mir anschauen. Zuletzt bei einem Arzt. Fühlte den sanften Sog eines Egels. Wo ist der jetzt? Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucrezias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Micheletto zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinen-Rekruten das Stück infiltrieren können. Volle Sync, die Assassinen-Rekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Kriegen wir hin. Erster Samstag im Monat, es ist 12:30 und die Serien gern. Probealarm. Den habe ich jetzt bei uns tatsächlich noch gar nicht mitgekriegt. Das kann durchaus sein, dass der schon war und ich habe ihn nicht gehört. Gut, ich habe ein Headset auf. Aber bei uns ist das normalerweise auch am ersten Samstag im Monat. Der steht da schon wie am Präsentierteller. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Droche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Droche? Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Habt Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Ja, okay. So Skrupel hat der Typ nicht. So, dass wir den einmal nachher galoppieren. So, waren jetzt die Ziele, die wir dann da eliminieren müssen? Das kommt wahrscheinlich noch. Das ist dann natürlich wieder vom Vorteil, wenn wir so anonym haben wie jetzt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn wir jetzt nämlich gesucht werden, dann jede Woche da jetzt, die wo da jetzt gestanden ist, sofort auf uns aufmerksam. Du kannst die Mission basically eigentlich gar nicht spielen. Oh, oh. Der hat das sogar gespannt, okay? Lul. Ja, der wird uns nochmal verstecken auf Sneaky Peaky.
Ja, da hast du jetzt aber Glück gehabt, der war nämlich nicht pünktlich. Nach dem Umziehen Die rennen, folgt ihr mir zu dem rennen einfach Stück. durch, wirft die Waffe, schubst die Wache auf Seiten. Jenny. Okay. Grüße aus der Küche, die grad am Kochen. Cookie, habe der. Merci dir für deinen Resub im 10. Monat. Grüße zurück in die Küche. Ich hoffe, es gibt was Feins bei dir. Dankeschön. Viel Spaß mit den Mods weiterhin und viel Spaß weiterhin in der Party-Gang. Wie geht's da? Alles klar bei dir? So, okay, Lul. Warum genau ist die Mission jetzt fehlgeschlagen? Keine Ahnung, weiß kein Mensch. Egal. So, aber die Frage ist, wo hab ich jetzt ein Pferd? Warten Schule aufs Essen. Ja, tu dich nicht, tu aber nicht runterstressen. Du erst einmal Messer fürs Dosa und ja, für den Resub nochmal. Sei, bist du da? Zufällig? Oder bist du auch gerade im Futterkoma? Ich kann da mal Pferd brauchen. Hallo Pferd. Okay, scheinbar ist das ja gerade beim Essen. Oder generell irgendein Mod. Ah ja, perfekt, sehr gut. Danke sei. Sei, du kannst generell gerne mal eine Shoutout-Welle durch den Chat machen. Das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Leben Sie nicht mehr lange. So. So, Freunde der Sonne, da geht jetzt gerade eine Shoutout-Welle durch den Chat. Ja? Bei all diesen Personen, die jetzt so geshoutoutet werden, lohnt sich auf alle Fälle einmal, dass man vorbeischaut, ja? Und einmal ein Herzal dolust, also sprich ein Following. Ja? Das sind alles sehr zauberhafte Menschen, sehr, sehr sympathische Menschen und sehr, sehr sympathische und Content-Creator-technisch sehr gute Streamer. Wir arbeiten mehr oder weniger, ja, da ich schon fast sagen, zusammen, haben wir eine Community mehr oder weniger mittlerweile geworden. Also wie gesagt, gerne die Leute mal auschecken, wer es noch nicht da hat und die Leute vielleicht noch nicht kennt. Und wie gesagt, mal aufs Following drucken. Die freuen sich und es lohnt sich auf alle Fälle. Bitte, bitte, Dankeschön. Support ist kein Mord. Sag ich bei. Mei, was ist denn hier für ein Psufferswogscheitel? Kann ich das reiten nicht, oder was? Jetzt, oh mein Gott, hey, jetzt lauft er in eine Menge ein, trat dann um und sägt mich. Also, du bist da. Oh, bin ich froh, wenn ich dich angestochen habe. Oh, das pisst mich an, sowas. Die Mission schlägt fehl, weil er was falsch macht. Das ist zauberhaft. Mark erst so angestochen, dass es aus ist. Vor allem, du fängst wieder von da an. Andiamo! So. Ruhig, ruhig. Respekt. Hast du den Cookie auch erwischt? Schau, oder? Ja, der hat das vorher schon geschaut. Ja, passt. Jetzt bleibe ich einfach mal ein wenig auf Abstand für den Fall, dass er sich wieder verreibt.
So. Bringst du es jetzt mit zusammen einfach geradeaus zum Reiten, oder wie schaut es jetzt aus? Na, den erst. Gut, los. Soldaten einen Rabatt? So. Verbringt mehr Zeit im Hause Gottes. Okay, stabil. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Ja, die Mission, die Das ist für dich. gar nicht einmal so ohne. Perfekt. Lasst mich einfach weglaufen. Gut. Hi, hi! Die zirkt sie aber ganz schön. Hi, hi! Also ich weiß, dass wir noch im Kolosseum sind, aber das wird zum Beispiel, das ist mir auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Andiamo! Aber gut, so ist der Unterhaltungswert ein wenig her. So. Da schon wieder, jetzt dreht er schon wieder einen Kreis. Der ist einfach, der Typ da auf dem Pferd ist einfach behindert, ich weiß es auch nicht. Es wird richtig satisfying, wenn wir ihm die versteckte Klinge einrennen. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Okay, das war jetzt extrem knapp. Wo hat mich der jetzt entdeckt? Ich stehe doch hinter ihm. Der hat mich doch nicht einmal angeschaut. Okay, die Mission ist, die ist tatsächlich die ist die erste Mission, die tatsächlich ein bisschen lästig ist. Und je mehr mir die Mission jetzt gleich auf den Zeiger geht, umso satisfyinger wird es, wenn wir den endlich abgestochen haben, den Vollidiot. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich muss aber jetzt hoffentlich nicht schon wieder ganz von vorne anfangen.
Ich frage mir den auch. Der nervt mir einfach, der Typ. Ich wollte gerade schreiben, dass sich der nicht über Assassinen-NPCs wundert. Der soll ja eigentlich an mir entdecken und nicht meine Assassinen. So, damit die Mission fehlt. Was ist denn mit ihm? Der ist einfach komplett super, der Typ. Il Colosseo. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. So, weil schöne Streamer. Ja, unbedingt auschecken, Mr. Matze. So, Abgang, Bühne rechts, unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Niemanden außer den Schützen töten. Ah. Aha, wir sollen jetzt... Perfekt. Genau genommen bring's ja nicht ich um, sondern meine Assassinen. Ich hoffe jetzt zwar, dass von denen jetzt keiner drauf geht, weil sonst müssen wir neu rekrutieren, aber das wird schon passen. Wenn wir schon bei schönen Streamern, ja, und ein Matze darf es einmal auschecken. Der ist auch ein schöner Streamer, ja. So, unbemerkt auf die Spitze des Kolosseums klettern. Ja gut, probieren wir es halt einmal. Wird man schon irgendwie deichseln. Nice Glitch. Schauen wir mal. Oh. An da unten Wachen? Ja, da ist tatsächlich eine. Also riskieren wir es jetzt lieber nicht. Steigen wir einfach über ihm drüber. Perfekt. Ja, clean, hätte ich gesagt. Ist das Kolosseum vor dem Unfall mit Obelix oder danach? So wie das ausschaut, hätte ich eher gesagt danach. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht. Mich dürstet sehr. Mich dürstet sehr. Ja, sauf ein, dein dummer Schädel. Ja, du wirst nie mehr trinken. Ja, okay. Oh. Ja, natürlich, jetzt kommen wir wieder. Oh, Mann. Mach mir es, also die Sprungmechanik ist macht mich echt so komisch in Assassin's Creed. Du springst genau auf so einen also quasi auf so einen Abhang hier und holst die fest, dass er sich eigentlich eingerollt, nichts da, macht er nicht.
Machen wir es halt so. Ja, steht, dass meine Assassinen direkt. Ja, perfekt. Ah. Perfekt! Boah, nervt mich die Mission. Oder, was heißt die Mission? Die Sequenz mit dem scheiß Typen, mit dem möchtegern Schauspieler da, die nervt. So. Ja, perfekt! Er läuft einfach drüber. Er springt einfach. Muss ich jetzt da was dazu sagen? Ich springe einfach beim Attentat übers Ziel drüber. Also das habe ich auch noch nie gehabt. Ich habe einen Gegner anvisiert zum Attentat. Hey! Mit Zielsucher, du dumme Sau! Ja, genau, den Brei hat man jetzt eigentlich schon starten. Ein Zielsucher, ja. Also das ist ja jetzt... Ich habe schon viel erlebt in dem Spiel, aber das ist jetzt ein neuer Peak. Ich habe einen Gegner anvisiert und spring beim Attentat über ihm drüber. Und dann erwischt er mich. Weißt du was, da machen wir es halt einfach gleich so. Wenn Blut aus seinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Wenn er mir auf meine versteckte Klinge nicht verlassen kann. Ja, ich töte. Nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, Gut. was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ob es böse ist oder gut. So, haben wir es jetzt. Den guten am 30. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides ganz gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her? Oh, Ah, da ist wieder das Romulus versteckt. Das haben wir aber, glaube ich, schon gemacht, oder? Was habe ich getan? Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Hey, what the fuck? Herr, flehe ich nun, denn ich war nicht, was Ja, wie soll ich jetzt auf die Bühne kommen? Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit du und andere Plagen mit deinem Segen hättest geheilt. So Ja? heute mich ereilt. Dir diene ich und steh dir bei. Du wirst in der Tagen 3 auferstehen. Herr, dafür bete ich. Oh Mann. Boah, leck, was ist... Ich kann mich an die Sequenz absolut nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich deswegen, weil die Sequenz so richtig abfuckt war. Wahrscheinlich kann ich mich deswegen nicht mehr dran erinnern. Lol. So. Ja, aha, wenigstens das wird Mozart. Sehr gut. Wo hängt denn der andere jetzt eigentlich? Haben sie zu der Luft aufgelöst, oder was?
Ja, ist die Mission jetzt kaputt, oder was? Lol. Da war normalerweise jetzt ein Theaterstück, ne? Josef, Ah, ja. stets bereit, in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht ab. Centurio, ist Jesus tot? Ja, Herr. Ah, jener, ja, jener. Ja. Ah, so eine Scheißmission, ehrlich. Oh, nochmal von vorn, natürlich, ist eh klar. Oh, als ob der schon abfuckt nur war. Oh Gott, was ist denn das, hey? Ich frage mich gerade eigentlich an der Stelle, warum ich nur eine Klinge habe, eine versteckte. Ne? Heute ist der Wurm drin. Ja, gewaltig. In der Mission ist gewaltig der Wurm drin. Die Mission ist einfach kaputt. Oh. Ja gut, aber ich hab mich eigentlich eh schon gefragt, wann einmal die erste Abfuck-Sequenz kommt in dem Spiel. Es gibt so in jedem Assassin's Creed, was ich gespielt habe, gibt es eine Sequenz oder einen Abschnitt, der war einfach reiner Kennzeichen ist. Und das ist der im Brotherhood. Und den habe ich halt einfach aus meinem Gedächtnis gestrichen, gerade offensichtlich. Aber gut, das hilft jetzt eh nicht. Ich freue mich jetzt, wenn ich den abstechen kann. Sagen wir es mal so, ich bin jetzt mal richtig schadenfroh. So, jetzt pass auf. Jetzt teleportiert er sich gleich wieder. Achtung, Achtung, Achtung. Bam. Easy. Josef, stets bereit, Ja, in gutem Glauben. Dreck als Arschloch, hey. Piss dich endlich. Ja, stich zu. Ha. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Er ist hier nachgestochen. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Intervention Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Nicht schwimmen! Wird wahrscheinlich auch schwierig werden mit einem NPC im Schlepptau. Wir kommen, um zu helfen! Stoppt die Wachen! Ja, gut. Wer seid ihr? Euer Retter. Pflege für alle. So. Komm, ich habe eine Na, ich hoffe, mit ja, dann nächstes Mal, Amico. Jetzt hat. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment.
Es geht mir etwas besser. Ein Aderlass wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken. Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Sir Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Okay. Wie schnell ist denn der? Naja, die Wachen haben auch nicht unbedingt die hellen, oder? Da laufen wir jetzt ja noch. Ist das dein Scheiß Ernst, oder was? Nein, nicht abstehen! Du dumme Sau! Stich ich auch nicht ab, ich schwör's dir. Okay, da auf meine Asse, da mach ich's lieber selber. Auf die kannst du ja überhaupt nicht verlassen. Alter, die KI kann nicht mal zwischen Tötungsziel und zwischen Verfolgungsziel unterscheiden. Was ist denn. Boah. Du gleich mal Viertel her. Ja. Null, bis das ist auch geil. Bis das Viertel da ist, ist er entkommen. Ja, nice. Perfekt. Aber halt, oh, leck, halt, jetzt läuft wie ein Länderspiel jetzt gerade. Ohne Scheiß. Jetzt wenn noch ein Desynchron, also, einen Desynchron, wenn ich jetzt noch hab, dann müssen wir abbrechen, weil dann wird's nicht besser. Jetzt ist gerade richtig der Wurm drin. Ja, leck mich am Arsch, bist du bescheuert. Du kannst nicht einmal ein Pferdl rufen, weil der abhaut, bevor du auf dem Pferd aufsteigst. Oh, steig halt auf! Warum floht ihr? Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Ja, natürlich, jetzt geht's auch wieder extrem auf Zeit, ist eh klar. Es läuft bergab und rückwärts aber läuft, ja, total. So. Ja, jetzt weiß ich ja, warum man nicht schwimmen soll, aber ganz ehrlich, ich scheiß da jetzt drauf. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Nicolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Gesù diesmal 3 Tage früher auferstanden. Oh Gott, was war denn das? Oh leck, ist das eine ekelhafte Sequenz gewesen jetzt. Die letzten 2 oder 3 Missionen, was wir da gehabt haben.